Bonjour, Saletti. Nein, das ist falsch. So ist richtig. Ist okay. Saletti ist ein Oldschool-Schweizerdeutsch, aber der Ricky ist da gerade so trocken rein. Bonjour. Er hat einmal gesagt, check ins Mikrofon, dann hat er das Intro laufen lassen. Ich bin noch nicht parat, ich muss noch kurz überlegen, aber er kommt schon gut. Mach check. Fuck, ja. Also, ich weiß nicht, aber sie gestern. Der Feed ist voll mit dem Scheiß. Ja, weißt du, wieso ist das Feed voll mit dem Scheiß? Weil ihr alles Perverse sind, die das schauen und liken, ihr Huren Grüsseln. Darum kommen wir. Da der Yannick von Lotgerify gestern die ganze Zeit, mein scheiß Instagram-Feed ist voll mit dem Und ich so, ja, wenn du natürlich jedes Video, wo die anderen drin vorkommt, likest und 700 Leute weiterschickst, logisch hast du nur das drin. Was lustig ist, ich habe den ersten von diesen Hook-Tour-Dings in einem Magic the Gathering-Meme gesehen, weißt du? Und ich so, hä, was ist das? Ich glaube, das erste, was ich gesehen habe, ist der Tim, was mir gezeigt hat, von wegen, wenn deine Symbols musst putzen. Hook-Tour! Shit. Aber ja, willkommen zum Metal Server. Willkommen zu Hook-Tour. Hook-Tour-Podcast. Wir sind der Schweizer Podcast aus der Region, für die Region. Metal, Rock, Punk und alles inzwischen. Und nebendurch und oben durch und unten durch. Ich glaube, wir müssen wieder mal einen Trailer machen für den Podcast. Wir haben immer noch den ersten, den wir im ersten Folge gemacht haben. Ja. Und ja, inzwischen habe ich keine Haare mehr, von dem her vielleicht. Inzwischen hast du keine Haare mehr. Du bist blond. Ich bin blond, ja, ist geil. Genau. Voll. Es war fucking funny gewesen. Der Silvan, der Sänger von Foreign, hat mich einfach nicht mehr erkannt. Lol. Ich muss am Greenfield ihm Heu sagen. Also, who the fuck are you? Wer bist du? Lol. Ja, aber ja, wir sind zurück. Wir haben ein bisschen Pause gemacht. Scheiß Pause gemacht, Alter. Ich bin kein einziges Mal die High gewesen. Ja, genau. Ja, also wir haben einiges gehabt in den 2,5-3 Wochen. Es gibt jetzt kein Podcast gegeben. Wir sind in der Festivalsaison. Und ja, wir sind im Briefing gewesen. Wir sind in den Festivals, also wir sind in einem Festival gewesen. Ein Festival, das ist genau gewesen. Aber das hat gelangt für 3 Wochen, ja. Ja, Mann, ich bin immer noch vom Greenfield. Also, ich habe am Freitag eine Show gespielt und das Greenfield hat mich am Freitag noch gefickt gehabt. Also ich bin im Bruch Brothers auf der Bühne gestanden und habe das Gefühl gehabt, jedes Mal, wenn wieder ein Song durch war, ich so, Ave Maria, vielen Dank. Vater unser im Himmel, geheiligt werde die Zeit, wo ich jetzt noch nicht zusammengefallen bin. Und du hast nachher am Samstag wieder mal gespielt? Ja, das ist fucking sexy. Es sind schon... Also gestern war insane gewesen. Ja, das ist anders insane gewesen. Hast du schon mal Glam Metal Dude gesehen, etwas screamen? Nein. Ich auch nicht, bis jetzt. No, gesehen habe ich es eigentlich auch nicht. Ich habe nie ein Vocal Feature bei Versus Mal, das haben wir schon gehabt, glaube ich. Wir haben schon Gitarre-Featuring gehabt, wie wäre es? Bass-Feature? Nein, das war bei Matchbox Whispers. Ja. Ja, stimmt. Ja. Aber ja, heute machen wir so ein bisschen Recap von was wir alles erlebt haben. Ricky und ich sind voll am Arsch, weil wir gestern im Bergbaden gespielt haben. Genau. Wir haben gestern Konzert gehabt. Du hast gestern und vorgestern Konzert gespielt. Death is coming. Ja, Mann. Ich spüre wir es. haben noch deine Geburt gefeiert, richtig, gestern. Ja, der hure Wichser. Das war mega funny gewesen. Wirklich, es ist viel Organisation dahinter gesteckt. Wir sind seit Wochen am Koordinieren gewesen. Wir sind seit Wochen am daran koordinieren gewesen, wie wir am besten mobben können. Ja? Genau. Das ist funny gewesen. Die Wurstrunde hat Gas gegeben, auf jeden Fall. Ja. Du machst unbedingt für Road to Nowhere ein Recap oder so. Ah ja, ich habe alles gefilmt. Alles gefilmt. Oh nein, Alter. Die Lexi hat nämlich am Freitag schon meine Kamera genommen und ich habe ihr gesagt, könntest du einfach während dem Set 2-3 Clips filmen, dass wir 20 Sekunden Footage haben. Ja. Und sie hat einfach den ganzen Abend lang alles gefilmt und ich habe jetzt 85 Videos, die ich durchschauen muss, um herauszufinden, welche das die sind, wo ich weiss, dass man es brauchen kann. Ich habe es auch ganz ernst genommen und ich habe fast die ganze Versus-Show gestern gefilmt. Boah, what the fuck, Alter, sick. Voll. Und dann halt die ganze Vorbereitung, was haben wir gemacht, während wir am Spielen waren. Du siehst behind the scenes, während die da spielen, was wir alles am Luftballon am Blasen waren und so Zeugs. Ja, so, alle sind am Helfen gewesen, alle am Blasen. Alle am Blasen im Berg. Ja. Geil. Und ich habe es nicht mitbekommen, weil ich auf der Bühne gestanden bin. Ja, genau, das war die Idee gewesen. Sad, hey. Voll. Ja, das war geil gewesen. Das Werk selber ist fucking geil. Die haben auch Instagram-Stories gemacht die ganze Zeit vom Abend. Voll. Das war lustig, weil sie haben noch eine Story gemacht von Fear Lab und sie haben einfach geschrieben White House. Und ich bin backstage so wie, hey, wir spielen noch nicht.
Geil. Ja, aber jetzt haben wir, jetzt haben wir richtig gut geliefert, weil jetzt haben wir so ein bisschen Foreshadowing gemacht, dass wir jetzt wieder von hinten können anfangen. Genau. Also gehen wir back in time. Gehen wir zurück zu einer Zeit, bevor Hocktour Genau. existiert hat. Genau. Das ist jetzt wie sagst du das, im Zeitgeist drin. Also falls du dich fragst, was das soll, gang nicht auf Instagram und such nicht nach dem und frag niemand, was das soll. Gonna spit on that thing. Aber gestern ist, okay, ich erkläre es schnell im Schnelldurchlauf, damit du es jetzt nicht googeln musst. Es ist ein Interview, wo ein Dude irgendwie 2 Chicks fragt, was sie machen, dass ein Dude im Bett voll geil findet. Und dann die eine einfach so, Hocktour, gotta spit on that thing. Ich habe die ganzen Dings noch nie gesehen. Ich habe einfach nur gesehen, dass Spit on that thing. Nein, es aber ist ich habe den wirklich, er Kontext fragt nicht so, gewusst. what you gonna do to make a guy go crazy in bed? Und sie einfach, oh man, it's easy, you're gonna give him a Hocktour. Hat er nicht gesagt Spit on that thing? And spit on that thing. Nachher, Okay, fucking hell, ich habe es nicht gesehen. Es ist wirklich so fucking Redneck-Scheiße. Funny, ja man. Love it. Florida shit. Nein, das ist nicht Florida shit, das ist Texas shit. Rednecks kommen nicht aus Florida, kommt Florida Man. Nicht, Florida nicht haben auch einen südlichen Akzent. Nein. Doch. Ja, logisch, also, aber nicht so einen. Aber so nicht New Orleans auch. Ja, aber nicht so nicht so Texas-mäßig. Doch. Nicht so Texas-mäßig, so Nicht Florida-mäßig. Texas-mäßig, aber Mehr auf Meth. kennst du Theo Von? Ja, aber Bro, das ist New Orleans, Alter. ja, aber das ist ja nicht Florida. Florida ist New Orleans nicht neben Ich Florida? habe keine Ahnung, ist mir eigentlich scheißegal. Ich habe genau gleich viel Ahnung von amerikanischer Geografie wie Amerikaner Florida von europäischer sind Geografie. Tropical Rednecks, Alter. Ja, sie sind. wir können den Paleface, wir können den Janik fragen, der weiss es, der hat ja ein bisschen sich mit dieser Kultur auseinandergesetzt. Nein, ich muss wirklich sagen, ich glaube, vielleicht ein bisschen mehr Ahnung wie die meisten von der amerikanischen Geografie, wie die meisten Amerikaner von der europäischen Geografie, aber es ist mir ehrlich gesagt scheißegal, weil ja, ich muss nicht wissen. Alles Rednecks. Ich muss nicht wissen, wo das Waterloo liegt, aber ich weiß, wo Waterloo liegt. Das ist noch blöd, das ist in Wisconsin. Und Wisconsin ist irgendwo in der Mitte. Oben, glaub's. Mhm, tönt mal so, ja. Ja, die Firma, die ich vorher geschafft habe, ist. Ja, jetzt kann ich eigentlich sagen, wo ich geschafft habe. Ich arbeite nicht mehr. Ich habe bei Track geschafft, bei der Velofirma. Ja. Und wahrscheinlich wurde viel schon gewusst. So, ja, logisch haben wir das gewusst. Ja, okay. Oh, gut, egal. Und die kommt aus Wisconsin. Alright. Die kommt aus Wisconsin. Und jedes Mal, wenn es geheißen hat, Wisconsin, habe ich. Hocktour? Nein, habe ich That 17th Show gehabt im Kopf. Ah, hast du dort gesehen? Hello, Wisconsin. Ja. Alright. Ja. Aber Greenfield. Ja, was ist jetzt? Nein. Hocktour immer noch. Brütsch, voran ist ja noch unsere Show im Valhalla gewesen. Ist vor Greenfield? Ja, wir haben einen Podcast aufgenommen und dann habe ich meine Haare gefärbt und dann ist Tour gewesen. Mhm. Ja. Erstes Tourstop im Valhalla mit Wrath of Alga und Fearlab und Eversis. Das ist verdammt geil. Also ich bin eine Stunde gewesen, weil ich habe gemeint, Valhalla ist der Every von Basel. Das ist einiges größer, als ich gehört habe. Ja, es ist vor allem nicht nur grösser, es ist auch ordentlicher. Was machst du? Packst du dich Ich tue meine Schiene mal ausziehen. Wie lange hast du das? Wie lange hast du den Fuß jetzt schon verknackt? Im Monat. Brauchst du das Ding wirklich noch? Nein, weil heute bin ich eben Dings am Tragen gewesen. Weißt du, Rack und so Zeugs habe ich gefunden. Nein, ist gut. Ich als Verstärkung. Fair point. Nein, eben, wir sind auf Basel rausgefahren. Es war fucking funny gewesen. Es hat geregnet. Es ist wieder mal super. Ja, stimmt, ja. Schweizer Sommer. Jedes Mal geregnet, wenn wir gespielt haben bis jetzt. Ist aber auch gut, weil dann sind die Leute rein und nicht einfach draußen am Saufen gewesen. Ja. Und dann sind wir dort reingekommen, dann haben wir alle gedacht, boah, geil, cool. Und das Schlagzeug ist einfach oben auf so einem Podest oben. Ja. Einfach so, Suva-technisch absolut nicht safe, aber ist ja gleich. Und ich muss sagen, also coole Deko, so wie Kinderschilder und Zeugs und Sachen. Und was ich stabile auch sagen, PA. Und stabile Küche bis um 1 am Morgen. Alter, ja, what the fuck, Alter. Hast du gewusst, dass der Cassi von Paleface geschafft hat an der Bar? Der hat den Probetag gar nicht gehört. Ich weiß nicht genau was, aber ich habe es nur gehört und dann so, der Dude, der mir meinen alkoholfreien Gin Tonic gemacht hat, hat anders ausgesehen wie der Drummer von Paleface. Ja, voll. Ja. Dann ist er aber nachher auch, ich habe ihn nachher auch gesehen, jetzt arbeiten, ja. Wer ist es? Der Julian von No Kings No Slaves hat das gesagt. Ja, glaube ja. Aber ich glaube, der Cassi da mit dem Mike von Red of Alga zusammen gespielt. Oder? Ja, die haben, glaube ich, zusammen in einer Band gespielt mit dem Leni noch. Stimmt. Ja, ich weiß nicht mehr, ob sie Spitz am Blatt geheißen haben oder anders. Okay. Auf jeden Fall. Spüren das? Nein. Ich weiß noch einmal und ich ging der Skiweg-mäßig. Also langsam gehört mit dem scheiß Meme. Ja, aber ja, voll. Und Dings. Also, es hat einen mega coolen Aussenbereich gehabt, wo ich nicht mal bei Tag mal gelernt.
Ja, er ist leider überdeckt gewesen. Stimmt. Also es war nur ein bisschen schade, weil die Leute dann haben können draussen hängen, während wir drinnen gespielt haben. Aber was ein bisschen blöd war, weil nach der ersten Band die Leute einfach alle raus sind und dann nicht mehr reingekommen sind. Aber es ist jetzt nicht Vor- und Nachteil, weil wahrscheinlich, wenn Bands kommen, gibt es auch Leute, die einfach gehen. Ja, und einfach dort raus sind. Also die Bar ist voll gewesen. Ich glaube, es ist scheißegal, ob du in einer Band spielst, die Bar ist sowieso voll. Genau. Und deswegen es hat Collateral Leute, weißt du, einfach plötzlich können sie, wie ich habe gesehen, auch einige Touristen und einige Expats und so sind auch dort gewesen. Also am Schluss kommen einfach Leute, wie die Bar cool ist und nachher kommen sie hören. Im Ebrik siehst du das weniger. Du weißt vielleicht, das Konzert ist unten, aber es ist trennter. Da hast du mindestens durchgesehen. Das Ebri ist aber auch ein bisschen weniger einladend wie die Valhalla Bar, muss ich sagen. Das stimmt, ja. Es ist ein bisschen mehr Insider. Es ist ein bisschen mehr ein Inside-Job. Ja, nein, aber es war ein geiler Abend. Hey, sehr cool. Es ist nicht so viel passiert, dass wir jetzt da gross den Aufriss machen können. Wrath of Alga hat verdammt abgerissen. Ja, mega. Fear Lab hat dann nachher auch brutal abgerissen. Die haben einen Bassist jetzt. Stimmt. Der Benji. Und muss ich sagen, das freut mich, weil da siehst du, dass Sascha jetzt wirklich mal Platz hat, um sich als Vocalist Sascha hat fucking High Kicks ausgepackt. Ja, Mann. Janik hat uns alle, der Janik hat am Greenfield alle beeinflusst von der Schweizer Metal-Szene. Wir sind jetzt alle am High Kicks üben. Ja, voll. Hast du gestern meine High Kicks gesehen? Ich habe es gesehen, glaubst du. Und ich habe auch einen High Kick gemacht mit meinem Fuß mit der Schiene. Oh, das ist stabil. Ich habe extra pinke Schuhe an, damit man sie sieht. Alright. Das hat sicher ein Foto. Ja, das war wirklich geil. Vor allem das Geilste war, es hat einen Fenty am Boden gehabt. Und ich bin glücklicherweise neben dem Fenty gestanden, weil ich wäre gestorben dort rein vor Hitze. Und dann ist die ganze Zeit, habe ich ausgesehen wie so ein Power-Metal-Gitarrist, wo meine Haare so im Wind geweht haben. Das war ein wahrer Metal-Fan. Ich war ein Metal-Fan. Das war wirklich das Metall. Ja. Ja, und dann sind einfach meine Haare im Wind am Wehen. Ich hätte eigentlich ein T-Shirt abziehen sollen, aber ich bin ein zu wenig getrainiert für das. Nein, schon fit, aber es ist so noch nicht genug. Musst balken. Nein, ich glaube, ich will nicht balken. Ich sehe, sonst habe ich nachher ein Problem. Es ist ein Problem. Wenn ich aussehe, als ob ich ein Kasten wäre, hätte ich ein Problem, weil dann würde ich die ganze Zeit schlägeln. Nein, es ist ein Problem, weil ich habe auch ein bisschen balken, danach habe ich einfach keinen Sport mehr gemacht, ich bin fett geworden, weißt du. Ja, keinen Sport mache ich schon nicht, das geht schon. Ja. Ich habe den Eckert gesquattet am Slam Dunk. Damn, alright. 3 Mal habe ich es geschafft. Nachher sind wir am Boden gefallen. Sehr gut. Was ein bisschen schäbig ist, weil mein Rekord vom Eckert Squatten ist, glaube ich, 6 Mal. Aha, okay, ja. Ja, du kannst du nicht überlegen, was du damit meinst. Ja, also ich habe es auf die Schulter genommen und Squats gemacht, 6 Mal. Ja, anyway, das war ein guter Gig. Der Ricky und ich sind nachher noch im Burger King. Stimmt, ja. Das war sehr gut. Sehr gut. Ich habe eine gratis Klasse bekommen, weil ich eine Birthday abgegeben habe. Genau, und ich habe gesagt, du hast mich bribe dir nicht, Alter. Ja, das war lustig. Ja, das war fucking funny. Ja, und dann, was war nachher? Weil das ist die Woche vor dem Greenfield. Das ist die Woche vor dem Greenfield. Ja, nachher war eigentlich nichts mehr gewesen, außer dann am Mittwoch alle zum Big Boy. Zum Big Boys Festival. Wo einfach. Ich weiss nicht, wieso das alle immer am Haten sind, weil das fucking Festival ist geil war. Also ich habe auch blind Greenfield gehatet, weil ich letztes Mal, wo ich war, war vor 10 Jahren. Also aber vor 10 Jahren habe ich das Gefühl, es auch noch. Es ist ganz anders. Ist noch nicht so hate. Es ist ganz anders gewesen. Ja. Es ist vor allem, ich habe irgendwie das Gefühl, es war hure aufgeräumt dieses Jahr. Ja, es sind noch recht viele Leute früher mit Breakdown of Sanity Shirts rumgelaufen. Ja, gut, es laufen immer Leute mit Breakdown of Sanity Shirts um einem grossen Fest. Aber damals ist ja wirklich gerade. Aha, im 2014. Ja, aber dort haben sie, glaube ich, sogar auch gespielt. Eben, ja, genau. Nein, dort nicht. Nein. Aber sie sind aktiv gewesen, ja, genau. Ah, ja, okay. Voll. Nein, aber ich glaube, viel mehr Emo-Frisuren habe ich damals gesehen. Ja, definitiv. Ich habe nur eine Emo-Frisur gesehen das Jahr. Viel mehr. 2. Sveti und der Emo-Boy, wo immer mit dem Breakdown, mit dem wie Butter the Bread Butter Breakdown-Shirt rumläuft. Damals hat es mehr 40 und 50 mm Plugs gegeben. Ja, es hat auch viel mehr junge Leute gehabt. Das stimmt. Also ich glaube, das Greenfield ist mit den Leuten zusammen gewachsen. Die Metal-Szene altert schlecht. Also ich glaube, es ist wirklich so, das Greenfield ist mit den Menschen zusammen älter geworden, weil jetzt ist es praktisch ein Food Festival. Ja. Der Julian hat ja erzählt, als er das erste Mal am Greenfield war, hat es im Partybereich noch ein U18-Zelt gegeben, wo von 16 bis 18 rein hast können. Das gibt es jetzt nicht mehr. Aber es sind ja auch keine 16-Jährigen mehr am Festival. Nein, wirklich nicht. Das sind ist wirklich es ist sehr interessant, wirklich so ein Food Festival. Ja.
Also ich habe mega viel gegessen. Ich muss jetzt gerade ein bisschen reinschnurren, weil ich glaube, wir haben schon viel Scheiß gemacht an dem Fest. Es war fucking funny gewesen. Aber ich muss schnell ein bisschen drüber überlegen, was es war, weil es ist auch schon eine Woche her. Und als ich das erste Mal als Greenfield bin ich in einer Woche 18 geworden. Und als ich dieses Jahr als Greenfield bin ich in einer Woche 30 geworden. Ja. Also was ich mal sagen ist, ich erinnere mich jetzt an viel mehr als bei meinem ersten Greenfield. Kann ich schon sagen? Ja, logisch, wir haben da wesentlich weniger gesoffen. Genau. Also du gar nicht und ich ja, auch nicht so viel wie Amik. Nur später in der Dusche. Nein, das ist gegangen. Ich weiss, am Freitag sind der Nico und ich bei Guano Apes gestanden und haben wir haben ein paar Boon-Show geschaut und das Gefühl gehabt, ja, okay, jetzt müssen wir nicht so viel saufen. Und dann sind wir irgendwie auseinander, irgendwas geschaut und dann haben wir uns bei Guano Apes wieder getroffen vor der Bühne und uns beide so angeschaut, so Kreuzchen geschaut und dann so, shit, Bruder, was ist passiert? Also, ich habe keine Ahnung, ich war einfach komplett am Arsch gewesen. Oh shit. Nein, aber denkst machen wir chronologisch. Also wir sind angekommen. Ja, Mittwoch. Also ich bin früher als du dort gewesen. Ja, ich war noch arbeiten den Tag durch. Ist schon ganz, ich habe aber frei genommen. Ich bin schon Mittag gegangen. In der Autoschlange gestanden. Und nachher Tine in der Schlange gestanden. Geil. Wir sind schon in der Schlange gewesen, quasi etwa eine Stunde, halb, 2 Stunden, bevor sie aufgemacht haben. Geil. Und ich habe so gedacht, ja, die Schlange bleibt mal stehen. Ich tue mal mit dem Stuhl sitzen. Aber nein, es hat einfach so langsam angefangen zu bewegen. Und ich so, ja, shit, in dem Fall. Und dann, sind wir halt mal irgendwann drin gewesen. Dann haben wir schon für das Beta. Dann sind wir go Platz finden zum Zelten. Irgendwie der Bereich, wo wir haben zelten, war irgendwie voll Wasser gewesen. Also dann haben wir mal... Das hat ja aber auch 3 Wochen geschifft. Ja, voll, das stimmt. Dann haben wir mal, alles mal aufgestellt, Mittwoch. Und dort hast du ja noch nicht Konzert gehabt. Wir sind schon mal ein bisschen essen, trinken, chillen und wir sind ziemlich früh ins Bett eigentlich gegangen. Ja, wir sind ich bin ja irgendwann am 7:30 angekommen und ich konnte den ganzen scheiß Parkplatz fahren, rechts weg müssen, auf dem hohen Rollfeld weiter hinterfahren und ich habe am Schluss vor dieser silbrigen Kugel beim Jungfraupark, oh shit, ja. Oder wie auch immer das scheiß Ding heisst, parkiert. Und nachher habe ich etwa 20 Minuten gehabt, bis ich bei euch war. Ja, das stimmt. Zum Glück habe ich dort noch irgendwie 2-3 Securities getroffen, die ich kennt habe, die ich auch fragen konnte, hey, kann ich da auch hinten durchlaufen? Und sie so, ja, aber der Haupteingang ist näher, nicht der hintere. Und ich so, aber meine Kollegen sind beim hinteren Eingang. Und dann haben sie das Gefühl, ja, dann könnte es eventuell doch schneller sein. Dann bin ich hinten durchgelaufen. Das war fucking funny gewesen. Dann habe ich dort auf dem Weg schon wieder 800 Leute gesehen. Ja. Geschätzt. 700 Leute haben mich gefragt, wie jetzt mein IQ jetzt droppt. Nein, es hat mich komischerweise niemand gefragt, ob ich jetzt dümmer geworden bin wegen meiner Haarfarbe. Das finde ich noch funny. Aber, spannend, ja. Und dann bin ich bei euch irgendwann angekommen und dann hat es einfach geschifft die ganze Zeit. Einfach geschifft die ganze Zeit. Ja, voll. Also ich auch etwas sehr gescheit gewesen und habe mit meiner Lady Schlafsack mitgenommen für 20 Grad gemacht sind. Und es hat, glaube ich, 5 Grad oder so am Abend gehabt. Ja, also sorry, alle, die als Greenfield einen Schlafsack mitnehmen, der so dünn ist, sind einfach selber schuld. Gut, ich sag's jedes verdammte Mal, nehmt einen anständigen Schlafsack mit und niemand nimmt einen anständigen Schlafsack mit. Dann ist es ist mega kalt. Ja, Alter, wir sind in den Bergen Anfang Juni. Was hast du das Gefühl, wie warm das wird in der Nacht? Ja, wir waren auch sehr gescheit gewesen und wir haben statt in den Schlafsack zu schlafen, haben wir die einfach aufgemacht wie Decken und oben drauf da. Ja, okay, das ist eigentlich auch nicht so schlecht. Ja, nicht so schlecht, aber die ganze Hitze geht unten dran am Boden. Ich meine, der Luftmatratze ist halt einfach Luft inzwischen und nachher ist der Boden, der alles absorbiert. Ja gut, aber die Luft ist gut, das ist ein Isolator. Ja, aber ich glaube, Hitze tut schon... Ja, aber wenn du auf so einem Mateli pennen würdest, wäre es viel schlimmer. Okay. Luft ist ein relativ guter Isolator. Darum hast du ja, wenn du die Winterjacke an hast, Bella Mansplaining Things. Darum hast du Winterjacke, die hohe Canada Goose Jacke, die sind ja so puffy. Ja. Weil es dort viel Luft zwischen ihnen hat und Luft mega gut isoliert. Aber sie haben auch viel die Federn. Ja, eben, die sind drinnen, damit quasi die Jacke so aufgeplustert ist. Aber weil sie ja die Hitze absorbieren und behalten. Oder? Aber wenn du nur Luft hast. Ja, aber die Federn absorbiert nichts. Die Federn speichern keine Wärme. Oder es lässt Wärme nicht durch. Nein, das ist also ja, ich glaube schon. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nur, das Puffy-Zeug ist, je wärmer eine Jacke ist, umso dicker ist sie, weil sie mehr Luft zwischen ihnen hat, zwischen dir und der Aussenhaut. Weißt du, so quasi, das ist sowieso abgeschirmt gegen aussen. Und dann hast du die Isolationsschicht mit Ding und die ist hauptsächlich Luft eigentlich. Da musst du einfach schauen, dass möglichst viel, ja, schon auch
Zeug hast, wo die Wärme speichert, aber halt eben auch viel hast Luft, wo quasi, also viel Zeug hast, wo gegen aussen isoliert. Anyway, ist ja gleich. Aber es stimmt, dass wenn du zum Beispiel einen Raum isolierst für für Sound, der beste Weg ist, einen Raum innerhalb des Raums zu machen, um den Luftsalz. Vielleicht hast du recht in dem Ding, weil Hitze und Ton haben ähnliche. Ja, das ist relativ ähnlich. Relativ ähnlich. Falls du ein Physiker bist, dann kannst du es mal erklären. Gut, wir können jetzt einfach googlen, aber fuck that. Schreib uns doch einen Kommentar im Spotify. Nein, ich bin oldschool. Ich dann lieber mal etwas. Ich lasse mir lieber von über einen Mansplain. Eben. Und nachher glaubst du, dass für 20 Jahre, bis irgendwann mal irgendwo genau das Gegenteil lässt und ich so, oh shit, dann habe ich einfach Bullshit erzählt. Ja gut, aber das ist ja gleich. So ist ja gleich. So ist ja die Welt der Menschheit, oder? Ja. Aber ja, wir sind dann. Aber du musst mal schauen, je wärmer das ein Schlafsack ist, umso puffiger ist er. Je mehr Luft hast du zwischen drin. Ich glaube, es ist mehr Stoff da drin. Weißt du nicht? Nein. Ja, schon, aber durch das, dass quasi, weißt du. Unterschiedliche Schichten, meinst du? Durch das, dass quasi mehr Platz hast, hast du auch mehr Luft. Ja, wahrscheinlich, ja. Also ja, natürlich, es hat auch bei diesen Hightech-Jacken ist es garantiert auch Stoff und alles, aber bei diesen bei diesen hohen Puffy-Sachen, dann ist es auch hauptsächlich. Ja, ist ja gleich. Ich glaube, es hängt davon wie viel Hitze die Materialien durchlassen. Also aber ich weiss, dass Luft ein guter Isolator ist für Wärme und alles. Weil Wärme ist ein guter Wasser ist ein guter Temperaturspeicher und Luft ist kein guter Temperaturspeicher. Aus dem Grund isoliert es gut. Okay. Weil ich glaube, in dem Fall ist meine Theorie kaputt, weil die nächste Nacht habe ich eben den Schlaf zugemacht und dann habe ich besser geschlafen. Dafür ist es ein bisschen wärmer geworden. Ja, aber dann liegt es einfach daran, weil quasi, weißt du, weil es um dich herum ist. Ich glaube, es ist hermetisch zu. Ja, weil es einfach quasi, weil wenn du gegen unten und rauf heizt, ist, es bleibt drinnen, geht nicht. Genau, aber das ist, also meine Theorie ist schon richtig, dass wenn es offen ist, dann ist... Ja, das ist schon so. Aber eben die Luftmatratze ist einfach schon gut, weil sie isoliert dich vom Boden. Besser als am Boden direkt. Ja, okay, das das macht definitiv Sinn. Okay, ja. Anyway, wir sind dann aufgestanden und unser Zelt war nicht voll mit Schlangen. Ja. Wie bei gewissen anderen Leuten. Falls sich irgendjemand erinnert an die Story letztes Jahr von der jungen Dame mit der Hirnerschütterung. Ja. Sie ist aufgestanden und hat Wasser von ihrem Zelt wegschöpfen. Ja, das ist schon schlimm. Das war einfach her, ja. Und dann was ist dann gewesen? Dann sind wir ein bisschen... Dann haben wir gar nicht so viel Gas gegeben. Donnerstagmorgen war nicht so crazy gewesen, oder? Nein, Donnerstagmorgen sind wir Post im Lidl. Da habe ich gesehen, dass kein Lidl-Anzug hat für Brudis. Das haben wir ein bisschen durchgemacht. Es hat für Damen... Aber sorry, der Lidl ist fucking sick. Es ist sick gewesen. Ein Riesenladen. Aber keine Milchkaffees gehabt. Weil Latesso sonst keine mehr verkauft hätte. Ja, stimmt. Weil sie alle beim Lidl gekauft hätten, weil es günstiger wäre. Ja, voll. Aber ich habe eine Buchtasche vom Lidl genommen und eine Mütze vom Lidl. Ich hätte die Schuhe noch holen. Ja, voll. Vergessen. Aber ich hätte mehr gerne einen Sportanzug genommen. Ich habe auch Brudis gesehen mit Damensportanzug, was gut ist, wenn du ein bisschen kleiner bist. Aber wenn du größer bist, ist es ein bisschen schwierig. Ja, gut. Aber hey, für nächstes Jahr vielleicht gibt es... Aber weißt du, was ich geil finde? Es hat im Lidl einfach Eltoni gegeben zum Verkaufen. Ja, voll. Und seit dem Greenfield sehe ich auch in regulären Filialen Eltoni. Wir müssen Eltoni und Lidl taggen und das Greenfield. Und sie fragen, hey, Lidl, Eltoni und Greenfield, verkaufen dir jetzt Eltoni, weil ihr am Greenfield, weil Eltoni das Greenfield gesponsert haben, im Laden Eltoni verkauft und jetzt verkaufen ihr das auch regulär? Oder hört ihr mit dem wieder auf? Weil wenn ihr mit dem wieder aufhört, dann würde ich gerne mal kurz fragen, ob ihr das bitte nicht könntet machen, weil Lidl ist Leben, Alter. Lidl ist mehr aus der Region für die Region wie Läden, die mit dem Slogan Werbung machen. Und darum ist Eltoni fucking sick. Ja, auf jeden Fall haben wir uns dann, was haben wir dann gemacht? Ich habe sicher mal einen Eltoni mit Gin gefüllt. Mit frühstückt. Es klingt so, als ob ich ein kompletter Alkoholiker wäre. Ich habe nicht so viele schlimme Sachen gemacht. Ich habe nicht mal einen Eltoni gesoffen. Ich habe einen Ginger Shot mit Gin gespiked. Das habe ich gemacht. Ja. Und dann ein Asi-Panache gemacht. Und dann war das etwas. Ja, ich glaube, Eltonis und Red Bull drin und Cola und Wasser. Ja. Aber dann haben wir irgendetwas speziell für Alphorn Bläser gemacht? Also nicht wirklich, wir sind ein bisschen rumgelatscht. Ja. Dings, ich bin in den Mittelaltermarkt gegangen. Du bist Schlägerei schauen. Und es war funny, weil wir sind schauen, es so recht viele Leute gehabt. Nachher hat es angefangen. Und nachher sind plötzlich irgendwie alle Frauen weggegangen, es sind nur Brudis geblieben.
Und mir so wie, ja weißt du, wissen nicht, wie hart und wie warm das eigentlich dort drin ist, oder? Und einfach die ganze nerdige Shit. Weil es hat auch mit 5 gegen 5 Kampf angefangen. Und also Ritterkampf. Der Ricky redet von Ritterkampf. Genau. Und dort war viel weniger Einzelkampf-Eigenheiten und mehr so wie einfach, hey, du musst den anderen einfach am Boden bringen. Also es war praktisch American Football gewesen, einfach mit Rüstung. Und die Brüder sind auch volle fucking, also es ist wirklich wieder richtig warm und sie haben so etwa 20 Kilo Rüstung gehabt. Und es sieht nicht so impressive, wenn du daran gewöhnt bist, Herr der Ringe und so zu schauen, oder? Dann sind wir alle Posers weggegangen und dann sind wir mit mir Nerds geblieben. Und dann haben sie einen Kampf gemacht, wo viel mehr so die einzelnen Moves gesehen und so. Und die Brüder. Also haben sie sich effektiv geprügelt? Oh, die haben sich geprügelt, Alter. Das ist so lustig. Ich habe einen Kollegen, der MMA gemacht hat und dann ist ihm das zu langweilig geworden. Und dann hat er angefangen, eben Ritterkämpfe zu spielen. Es ist brutal. Und ich habe mir so gedacht, nachher sind sie ein bisschen umgedings. Und dann habe ich ein Video gesehen auf Instagram. Nein, die klopfen sich Vollgas mit Morgenstern und Eckstaben an. Genau, weil sie die ganze Rüstung haben, schlagen sie volle Kanne einfach auf den Kopf, oder? Und das reverberiert im Fall in den Kopf. Und ich so wie, holy shit, Alter. Das ist sehr entertaining. Alter, du siehst Dudes dort stehen und dann einfach kommt so einer mit so einer Axt und klopft ihm einfach so auf die Schulter und dann geht es um, weil es einfach Ich habe gesehen, wie einer einfach eine 2-Hand Axt aufbringt und einfach runter am Kopf vom anderen. Das war crazy gewesen. Und also ich bin ein Fan, definitiv. Und nachher haben sie 1 gegen 1 gemacht, das war sehr, sehr interessant gewesen. Und nachher haben sie 3 gegen 3 gemacht. Ja. Und ich glaube, was ich würde empfehlen, ist, fangen mit 3 gegen 3 nächstes Mal an, weil dann würde die Poses noch ein bisschen bleiben. Und machen den 5 gegen 5 am Schluss, weil das ist wirklich, merkst, es ist wirklich mehr einfach, weil da musst du schnell einfach den anderen am Boden bringen, weil sonst kommt der andere hin und klappt dich einfach am Kopf, oder? Und ja, das ist funny gewesen. Das ist verdammt gut. Ich kann unbedingt noch einen Bogenschiessen machen, aber ich habe es vergessen. Sie haben auch Angststeuer gehabt, das war cool gewesen. Und ja, sehr coole Stände. Also es hat mir so erinnert an die wie sagst du, so wie die, weißt du, wenn du in den Strand gehst irgendwo und es hat so die Läderli, die Kiosk mit so alle Ring und Piercings und Dings, weißt du, die Stands, einfach. Du meinst all die illegale... Alle die Stands mit meinen Landsleuten, weißt du, was ich meine? Mit deinen Landsleuten? Ja, Bruder, ich kann Spanisch mit meinen Peruaner geredet, Alter. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber das nennt sich sonst einfach der hergelaufene Strandverkäufer. aber es hat eben so zum Teil so Märkli mit so nur diesen Stands, oder? Ja. Wo nachher alle White Chicks mit ja, ich weiß. Also in der Schweiz nennt man das illegal. In allen anderen Ländern ist es einfach halt Business. Ja, voll. Also in Südamerika gibt es eben neben die Strände steht immer so die mega viel von den Läden, oder? Und das ist mega cool, das hat mir so ein bisschen Nostalgie gebracht. Und ich habe mir fast einen Poncho mit Dragon Ball Z gekauft, aber am Schluss gefunden, im Mittelaltermarkt? Nein, nicht im Mittelalter, nicht gerade nebenan. Aber im Mittelaltermarkt hast du auch eben so Zeugs mit so den Mittelalter-Artikeln. Du meinst die hure komischen, ich weiss, welche das meinst, die dort auf dem Hauptsträssli. Genau, mit Hauptsträssli. Die hure Märtläden halt. Ja, genau, die Märtläden. Genau. Märtläden, wo du so Ramsch kannst kaufen, die du nie mehr anleihst, nie mehr brauchst. Deswegen habe ich den Poncho-Schuss nicht gekauft. Ich will den Dragon Ball Z Poncho einmal brauchen im Greenfield, nachher nie mehr. Und ich fand, ich könnte eigentlich auf der Bühne noch brauchen. Oder Ricky, der Nachhaltige. Ja, wen musst du auf der Bühne brauchen? Weiter hat gestern aufgehört. Aber ja, dann... Aber im Mittelalter hast du auch so Stands gehabt mit mehr Mittelalter-Shit. Ja, aber das Mittelalter-Zeug ist mehr, ich habe das Gefühl, das ist etwas, wo du mehr kaufst und darüber nachdenkst. Das ist nicht so, das ist so ein bisschen Zeug, das auch handgemacht ist und nicht einfach nur Schrott. Das stimmt. Ich habe mir schon überlegt, obwohl dort hat es auch so gewisse Stands, die sehr hochqualitative handgemachte Sachen hatten und andere, die China-Waren hatten. Und das hast du ziemlich schnell gemerkt. Ja. Aber ich habe mir auch überlegt, so wie, oh shit, Mittelalter haben wir schon noch gerne für so einen Demigod-Analyse-Videoclip oder so. Aber ich fand so wie, ich will es nicht brauchen. Kannst du mieten, gehst gescheit mieten, so Zeug. Ich habe nämlich letztes Jahr herausgefunden, dass all die Huren Hollywood-Stars, die haben ja an jedem Anlass andere Kleider an. Und ich habe immer gemeint, die müssen ja einen riesen Kleiderschrank haben. Also die haben offensichtlich auch einen riesen Kleiderschrank, aber die haben ja ein fucking... die haben ja... Stage Designer oder wie? Nein, nicht Stage Design, die haben ja Outfitter, Modeberater und alles so. Ja. Und denen gehören die Kleider nicht. Die mieten die für quasi einen Anlass und dann geben sie es wieder zurück. Genau, ja. Oder sie kommen sie sogar von denen, wenn sie einen Vertrag haben mit irgendwelchen Kleiderfirmen, dann kommen sie sogar von denen über für die Dings und dann schicken sie wieder zurück. So Endorsements und Sponsorships wahrscheinlich. Ja, 100%, ja. Ich meine, ja. Hey, anyway, wir haben mal über die Musik am Greenfield reden. Wir sind ja eigentlich ein Musikpodcast. Ja, voll. Aber ich muss sagen, also sehr coole Sachen
dem Festival herum, ohne dass wir zu der Musik gekommen sind. Hey, Alter, es war wirklich geil gewesen, weil der Laden war super gewesen. Du hast alles bekommen, was du brauchst, von früh bis spät. Ja. Du hast geile Essensstände gehabt, Mega. die zwar viel zu teuer sind, Alter, sorry, aber haben den Arsch schon von 18 Stutz für ein bisschen Raclette auf Brot. Obwohl, ich muss sagen, wo ich gesehen habe... Also gut, also das ist generell eine Meinung von mir. Foodstands haben alle den Arsch offen, wenn es um Essen geht. Das ist jetzt nicht Greenfield-spezifisch. Sorry, wenn du fucking 16 Stutz verlangst für ein bisschen Raclette-Käse auf einem Stück Brot, hast du einfach den Arsch offen. Aber das Problem ist, wahrscheinlich müssen sie das verlangen, weil die Standmiete so scheiße teuer ist. Nein, warte, da habe ich Marktanalyse gemacht. Du hast Raclette, 16 Stutz für den Raclette und für die gleiche Menge an Raclette-Käse mit Brot hast du nachher 9 Stutz gezahlt. Und ich das gesehen habe, ich so wie, ich habe gerade einen Raclette gezahlt oder 16 Stutz und ich so wie, Bro, ich kaufe nicht Raclette wegen dem fucking Erdöpfel, wegen dem Raclette-Käse, oder? Deswegen habe ich dann gesagt, so wie, fuck it, ich nehme den Käseprägel oder so einen Scheiß. Aha, ja. Und der hat eben 9 Stutz gekostet. Und ich so, ja, dann nehme ich ab jetzt immer den. aber das Raclette ist immer überteuert. Ich meine, gut, klar, ich habe 18 Stutz für einen Burrito gezahlt, ist auch viel, aber okay. Es waren Food-Festival-Preise. Food Festivals haben immer den Arsch offen mit ihren Preisen. Eben, es ist klar, Aber ich hätte gar nicht gedacht, dass ich heute einen Rant über Food Festivals mache. Aber die Gottverdammten sicher nicht mit den Arsch offen. Vor allem Food Festivals verstehen es auch nicht. Dann kommst du dort hin, hallo, 25 Stutz für einen Burger. Und dann bist du an einem Food Festival. Das heisst, du willst ja eigentlich Essen probieren. Und dann kaufst du für 25 Stutz einen Burger, der so scheiße gross ist, dass du nachher nichts mehr anderes kannst fressen. Alter, sind wir eigentlich doof? Mach doch lieber kleine Sachen. So, ein Burgerli für 10 Franken, dass man 3 davon essen könnte. Weil dann machst du auch viel mehr Geld. Voll. Nein, und Gut, aber Dings, der Fried Chicken Ort. Ich habe kein einziges Mal Fried Chicken gehabt. Das ist der gleich vom Grenichen. Ist der gleich vom Grenichen, aber es wird nicht gleich gut gewesen. Also irgendwie ich weiß nicht, ich habe es nie gehabt. Ich hätte es müssen probieren. Ich weiß nicht, ob sie weniger Soße rein da haben oder was auch immer. Ich habe das Gefühl gehabt, es hat auch anders ausgesehen. Gell, es ist anders. Ich habe gemeint, es ist ein Wir müssen den Nico fragen. Wir fragen den Nico weiss es. Aber ich mache schnell kurz investigativen Journalismus. Was habe ich als Gast? Schnell, was der Nico hat. Ich mache schnell investigativen Journalismus. Schweizer Küche habe ich genommen. Thai ist auch sehr gut. Hey Nico, kannst du uns schnell sagen, ob das Fried Chicken am Greenfield gleich gut war wie am Grenichen? Weil es ist ja der gleich gewesen, aber der Ricky hat gesagt, es sei weniger gut gewesen. Let us know. Thank you. By the way, wenn du Sprachnachricht machst, wäre es cool, weil wir würden sie gerade im Podcast laufen lassen. Tschüss. Ja, voll. Dann, was jetzt noch? Ein Burrito und Quesadillas habe ich auch genommen. Sehr geil. Ich habe vor allem viel Veggie-Scheiß gefressen. Ah, stimmt. Das hat so einen eigenen Planted-Dings gehabt. Ja, aber den habe ich zu teuer gefunden. Und andere. Ich bin der Vegan Döner ist geil gewesen. Wir sind schon wieder nicht bei der Musik. Die Momos sind Momos und die habe ich nicht probiert, ja. Stimmt. Momos und was ist das andere gewesen? Die japanischen Momos. Gyozas, die sind hure geil gewesen. Ja. Die habe ich zweimal gegessen. Einmal während Green Day, das war fucking gut gewesen. So, wenn wir jetzt mal über Musik reden. Aber schau. Mein Bruder hat Himalayan Burger probiert, der hat gesagt, das war auch gut gewesen. Der ist geil, den gibt es aber in Zürich auch. Ich wollte den Philly Steak probieren, aber das Foto hat gut ausgesehen. Ich habe es gehabt, das war geil gewesen. Es hat mega weird ausgesehen, als ich den live gesehen habe. So wie, Bruder, weißt du? Nein, ist geil gewesen. Aber ja, in dem Fall. Nächstes Mal Philly's Cheesesteak ist sexy. Ich habe gesehen, so Fleisch und absolut nachher pervers. So eine Soße. Ja, Käsesoße. Okay. Es ist ein Cheesesteak, Brudi. Okay, ja. Was hast du das Gefühl, was drauf ist? Aber ich habe gemeint, es wird mir nach Käse aussehen. Alter, hast du schon mal amerikanischen Käse gesehen? Oh, das stimmt. Das soll man nicht Käse nennen. Ja, das hat nichts mit Käse zu tun. Das ist wirklich so. Okay. Das ist wie Schoki, wenn er aus der Schweiz kommt. Das ist ein guter Point, ja. Right. Aber ja. Ich merke, ich bin so ein richtiger SVP-Wähler. Alles Käse, wenn er aus der Schweiz kommt, kannst du rauchen. Schoki, wenn er aus der Schweiz kommt, ist für Katz, kannst du den Hasen geben. Nein, du sollst den Hasen nicht Schoki geben. Das ist nicht aber das stimmt schon. Wir sind sehr verwöhnt in der Schweiz. Weil ich bin auch mal in Chile gewesen, oder nach 10 Jahren, wo ich nicht war. Und ich habe mir dort den Käse gekauft und ich so, Bro, was ist das? So, weil dort kommt ja alles von Amerika, oder? So, der ganze Markt ist Amerika, kommt von der Lieferkette von Amerika. Deswegen bekommst du die ganze Qualität von den Sausages und vom Käse, bekommst du von dort. Und ich so, was ist das? Das ist kein Wienerli, Bruder. Das ist irgendwie ein Hotdog. Eine Mietpaste, die irgendwie in dem Dings abgewickelt ist, die keine Konsistenz hat. Und Käse ist einfach etwas. Okay, soll ich dir kurz etwas erklären? Es ist im Fall auch in der Schweiz einfach Fleischpaste, die in einen Sack hineingefüllt ist. Aber es ist knackig, weißt du, was ich meine? Okay, fair. Eben. Dort hast du keinen Biss gehabt. Nicht. Anyways. Also. Hey, Bildungsauftrag erfüllt. Wir haben den Leuten erklärt, woher das Essen in Chile kommt. Ja, genau. Die Lieferkette von das stimmt, ist eine andere Frage. Aber ja, gut. Also, hast du Life of Agony geschaut? Albumpreise habe ich geschaut. Nach Life of Agony habe ich ein bisschen gelost.
aber ist aber nicht so mein Sound, muss ich sagen. Das ist nicht, ja. Ja, ist so wie, ist es eine Punk-Rock-Band? Nein, keine Ahnung, Alter. Life of Agony ist... Scheinbar gibt es sie seit die leben, glaube Jahren. die leben, glaub, einfach wirklich noch von ihrem Erfolg aus den 90ern. Krass, alright, ja. Ich kann nicht mit dieser Band anfangen. Kann man auch machen. The High Times, das ist eine Schweizer Band. High Times war der perfekte Opener für das Festival. Super. High Times hätte Ja. meiner Meinung nach auf der Mainstage spielen und Life of Agony auf der kleinen. Ja, The High Times hat High Energy gebracht. Fucking sick gewesen. Ja. Wirklich cool gewesen. Richtig stabile Opener-Band. Einfach Ja. eine, die kannst bei der Sonne dort stehen, ein Bierchen trinken und das Gefühl haben, wupp, wupp. Definitiv. Das ist so gut gewesen. Voll. Nachher jetzt noch Saltatio Mortis für die Mittelalterleute. Ist sehr cool gewesen. Also ich habe noch ein bisschen zurückgelassen. Ich bin aber nicht so... Ja, keine Ahnung. Ich weiss, wir sagen, es gibt zu wenig Bands, die auf Deutsch singen. Aber ich höre Es auch gibt irgendwie im Fall nicht... nicht zu wenig Bands, die auf Deutsch singen. Es gibt Aber- auch viele Ja. Bands, die auf Deutsch Aber singen. Du hörst sie einfach nicht. Aber irgendwie ich habe ein bisschen... Also, es ist schon gute Musik, aber ich bin irgendwie... Ich bin so auf... Da ich eben auf Spanisch aufgewachsen bin, habe ich eher immer auf Englisch Musik gesehen und habe wenige Verbindung zu der deutschen Sprache in Musik. Sagen wir es so. Und das... Ja gut, das ist halt auch Saltatio Mortis. Genau. Aber Wärst du bei Montreal da gestanden, wär's Voll, besser voll. gewesen. Oder Fjord. Fjord auch Deutsch. das stimmt. Aber meine Connection mit dem Mittelalter ist auf Englisch und nicht auf Deutsch. Deswegen, wenn ich so Roleplay auf Deutsch sehe, für mich ist so Brother Alter. Einfach weil Der Nico nimmt Audio auf. Oh Wir shit. können geil. gleich eine Antwort auf Geil, unsere Chicken-Frage geil, geben. Ja, also gut, das Ding ist... Aber sehr stabile Musik, also muss ich sagen, sehr cool. Und eben mit der Gige und... Ich habe sie Gige gehabt, aber sie haben dann... Ja, es ist die Dudelsache. Ja, aber Sie das haben Ding, sogar das Ding ist, eine Hurti-Gurti die hure Mittelaltermusik ist schon... Also, es ist halt einfach... Ich frage mich immer, wieso dass die Musik am Greenfield ist, aber ich sehe es wieso. Weil Ja. halt einfach die Rammstein-Fans Mittelaltermusik hören. Nein, also ich muss sagen, ich bin ein grosser Folk-Metal-Fan. Das sind einfach die Metalheads, die hören das. Also ich Ich bin halt ein Punk. also Das ist mein Problem. ich bin ein sehr grosser Mittelalter, Roleplay, Folk-Metal-Typ. Früher viel mehr aktiv. Jetzt ist es so eine Nostalgie, die ich habe für das, oder? Dementsprechend, ich verstehe warum. Definitiv. Okay, ja gut, also in Extremo habe ich auch cool gefunden, aber Also, früher... Saltatio Mortis, schon sehr cool. Aber Saltatio Mortis finde ich aber noch cool. Die haben ja mit Electric Cowboy mitgeschafft. Die sind auch gut gealtert. Die sind in der Zeit geblieben. ja, definitiv. Wäre es Corpiclani gewesen, ich hätte meinen Shit Ah, verloren. Corpiclani wäre ich aber auch schauen. Oder NC Ferrum oder die, weißt, ist einfach so, weil ich mit dem mehr aufgewachsen bin. Okay, wenn wir schnell Alright. Chicken Intervention haben. Alright. Chickception. zusammen. Interessant, dass ihr das anspricht. Ich habe nämlich genau das Gleiche gedacht. Ich bin am letzten Tag nochmal essen. Und es hat mich jetzt nicht so beschäftigt wie der Ricky anscheinend. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, das ist eigentlich auch mein Fazit. Das war im Grenichen schon irgendwie geiler gewesen. Ja. Okay, aber in dem Fall ist das letzte Jahr einfach nicht besser gewesen wie das Jahr. Weil letztes Jahr ist es am Greenfield gleich gut gewesen wie am Grenichen. Ja, eben, dann ist einfach die Qualität von der Kette irgendwie abgegangen. Haben vielleicht Kosten reduziert und weniger Sauce auf dem Chicken. Wie am Slam Dunk einfach eine Horde Inder angestellt, die hinter der Bar stehen und nicht wissen, was ein Bier ist. Oh shit, alright. Habe ich die Story nicht erzählt? Nein, das ist nicht. Alter, am Slam Dunk haben sie einfach... Ich bin an und ich habe einfach... Ich so, can I have a beer? Und dann also... Ein Bier. Dann habe ich mit denen einfach... Dann haben sie mir ein alkoholfreies gegeben. Ich so, nein, ein Bier. Und dann sie so... Und dann ist das etwa 5 Minuten gegangen, bis irgendeiner von denen... Ich so, ein Lager. Und dann weißt du, dann so, bis irgendeiner von denen Inder hinführen geschrien hat, den Namen vom Bier. Und so, is what he wants. Und dann habe ich herausgefunden, dass die kein Englisch können. Oder die nicht von da sind. Die können schon Englisch, aber die sind nicht von England gewesen. Die haben nicht gewusst, was ein Lagerbier ist. Also die haben nicht gewusst, dass ein Lager ein Bier ist. Ja. Die haben nur die Namen von den Artikeln, die sie Klar, verkauft klar. haben. Weil Kollegen einen Gin Tonic kaufen und das war auch ein riesiger Geschiss. Mhm. Also das kann ich von Südamerika im Fall, weil dort ist wirklich nach Marke. Du sagst Marke, du sagst nicht, ist es ein Weissbier, ist es ein Lager, was auch immer. Ja, eben, aber Das wenn ist du, Bierkultur von Europa zum Beispiel. Und dort ist es so wie, hey, wir haben Heineken oder wir haben billigen Scheiß. ja, aber eben das Ding ist, wenn du an ein Festival in England gehst Mhm. und du einfach ein Bier bestellst, Klar. dann sollst du doch ein Bier bekommen. Ja, voll. Fair. Vor allem, wenn sie nur eins haben. Weißt du, sie haben nicht nur ein Bier gehabt. Mhm. Sie haben nur ein Bier gehabt und 4 andere Sachen. Ja, alright. Ja, egal. Also, Chicken sollte kriegt die wieder auf die Reihe verteilen. Ja, dann schade. Saltatio Mortis geil gewesen. Und nachher mein erst absolut Highlight vom Festival. Mhm. Ich glaube, ich habe letztes Jahr am Grenichen schon genug Werbung dafür gemacht für die verdammte hure Band, weil sie ist eine der besten Bands auf dem Planet. Und zwar Fjord. Es ist halt einfach scheiß Wetter gewesen während Fjord. Ja, und mit schon. scheiß Wetter meine ich, die Sonne hat geschonnen, es ist warm gewesen und es hat nicht geregnet. Das ist, ja. Das Ding ist einfach, Fjord macht Musik. Die ist wirklich einfach
die ist nochmal 10-mal geiler, wenn es einfach absolutes Scheisswetter ist. Wenn du das Gefühl hast, du stehst irgendwo in der Nordsee auf einem Fischkutter und es ballert einfach Ja, runter. schon voll. Weil Fjord ist Musik, ist einfach Gewitter, ist einfach Unwetter. Und ich habe bis jetzt jedes Mal, wenn ich Fjord an einem Festival gesehen habe, das Glück gehabt, dass es einfach wirklich Scheisswetter war. Es hat einfach, am Greenfield das erste Mal, ist gerade kurz vor einem Sturm gewesen, oder kurz nach einem Sturm, und es hat gewindet und es hat einfach nochmal geholfen, dass das Ganze nochmal auf ein neues Level aufgebracht worden ist. Und dann und am Grenichen hat es auch geregnet und es war in der Nacht sowieso, also dunkel, hilft immer. Stimmt, ja. Und jetzt Fjord am 5 Uhr am Nachmittag, schönes Wetter gewesen, warm und so Bier. Also du hast so eine Kaktus-Vibes gehabt und dann die Musik so Gewitter. Das hat ein bisschen Diskrepanz gegeben, aber es war okay gewesen. Also es ist nicht okay gewesen, es ist immer noch eines von meinen Highlights am Greenfield. Fjord ist immer eines von meinen Highlights. Es war sehr gut gewesen. Ich habe verhängt, dass sie noch auf Deutsch singen. Gut, bei ihnen hörst du es fast nicht. Es ist ja richtig hässig verzerrte Screams. Also das ist ja nicht so Metalcore-Screamy. Aber mit einem Emo-Herz. Ja, es ist richtig düster. Es ist eben, mega. Also es ist cool gewesen. Und ich habe gefunden, es ist geil, weil es klingt wirklich so einfach, als ob sie dort angekommen wären, den Tube-Verstärker eingeschaltet haben, niemand hat einfach nicht Backing-Tracks, was auch immer, einfach Vollgas, ein Bass, eine Gitarre, Schlagzeug, was fucking funny ist, weil es hure viele Synthes haben, aber ist ja gleich. Ja, voll. Aber ja, es ist wirklich, es ist einfach, ich nenne so Bands immer, es sind einfach so No-Bullshit-Bands. No Bullshit straight to the face, weißt du? Einfach so. Voll. Ist einfach, darum sage ich auch, Fjord ist nicht Post-Hardcore oder was auch immer alle sagen, Fjord ist Post-Punk. Ja, voll. Weil es ist mehr Punk wie alles andere. Und genau das Gegenteil ist halt nachher gekommen mit Heavy Metal. Und ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen so wie meh. Ja, es ist... Keine Ahnung. Ja, es ist halt... Sehr gute Musiker. Ich glaube, ich habe von jemandem gehört, dass... Ich glaube, Julian von No Kings No Slaves hat gesagt, es war immer geil gemischt gewesen, außer bei Baby Metal. Ja, ich schon. Das ist das einzige Mal, wo ich Gehörschutz mitnehmen, weil es einfach so viel High-Mids und High-Frequencies gegeben hat. Aber Brudi, Alter, was hast du nie Gehörschutz drin gehabt? Nein. Mach das mal. Aber ich bin auch nie vor der Bühne gewesen, also ich bin ja immer ganz hinten. Ja, aber auch dort ist es laut. Ich bin nicht taub. Brudi, du musst auf deine Ohren aufpassen, du bist Musiker. Also du bist jetzt zwar currently arbeitsloser Musiker, aber... Gut, ich habe mir immer eine Mütze gehabt, bis ganz unten. Fairer Punkt, ja. Aber Beanie regelt. Ja, stimmt. Ja, Baby Metal, ich ist geil. Ich bin einfach ganz hinten geschaut, ein bisschen. Einfach da reingeschaut. Und dann sind wir, glaube ich, etwas essen oder irgendetwas gemacht. Und dann der Highlight vom Jahrhundert. An dem Tag sowieso 3 Highlights vom Jahrhundert gewesen. Nein, nicht an dem Tag. Mal. Und dann sind wir einfach... Du bist ja gerade Bokassa schauen, oder nicht? Nein, aber nicht. Bin ich alleine, wir sind Bokassa schauen, nichts erwartet, hinter zu der Bühne und dann einfach so, holy fuck, Junge! Nein, ich bin gegessen und nachher die Bokassa von weitem weg gehört. Ja, stimmt, die sind ja am Tisch geguckt. Der Bokassa ist auch so eine No-Bullshit-Band, Alter. Ja, die haben so Must Be Wrong Vibes gehabt. Und es ist einfach so ein norwegischer Punk-Rock, Stoner, HC, der fucking sick gewesen. Also wirklich, es tönt. Der Santi hat sie doch auch noch gesehen, habe ich gemeint. Wirklich? Der Santi hat nämlich gesagt, er hat. Santi ist mein Bruder übrigens. Genau, er hat gesagt, er hätte Spotify nicht so geil gefunden, aber live hure geil. Und das habe ich auch müssen sagen. Also auf Spotify knallt es viel weniger wie live. Also live ist wirklich offen fressen, Junge. Aber du hast immer so die zwei Typen von Bands, die auf Spotify besser tönen als live und genau umgekehrt. Aber die auf Spotify besser tönen als live, die sind wack. Ist wack. Ist wack, sorry. Es ist sehr cool, wenn du umgekehrt auswindest. Und ich finde auch Bands, die live genau tönen wie auf Spotify, sind generell wack. Aber ja, ist wack. Es muss... Irgendwie musst du ja merken, dass es live ist. Es muss mehr fetzen live, ja, 100%. Also nicht mehr fetzen, es kann auch weniger fetzen. Ich finde einfach, wenn es genauso tönt wie auf der CD, dann habe ich immer das Gefühl, so spiele jetzt Playback. Wenn es weniger fetzt, dann ist es einfach weniger gut als auf... Ja, nein, nicht unbedingt. Wie meinst du? Ja, wenn du einen Song ein bisschen abänderst. Ah, du meinst es so. Einfach, also weißt du, was ich meine? Nicht, wenn es weniger gut ist. Ich meine einfach, wenn es genau gleich tönt wie auf der CD. Ah, genau das gleiche gespielt, meinst du? Nein. Von mir aus kann auch einfach, weißt du, der Gitarrensound ein bisschen anders sein, wie auf, weißt du, so nicht überproduziert, sondern dass du einfach merkst, dass es nicht auf dem... Nicht die gleichen Tones wie auf der CD. Ja, weißt du, irgendwie so, das einfach quasi, eben, oder halt das einfach einmal, mir ist es im Fall auch scheißegal, wenn eine Band mal etwas ein bisschen sloppy spielt oder so, wenn sie es gerade fühlen oder so, oder wenn es gerade mal kurz
Oder wenn es ohne Klick spielt, wenn einfach der Schlagzeuger das Gefühl hat, okay, den machen wir jetzt ein bisschen langsamer oder weiss ich nicht was. Okay, ja. Oder halt eben, ja, wenn auf dem Album 700 Gitarren-Layers hat, die müssen live nicht rum sein. Ja, okay. So, oder bei Backing-Vocals finde ich es ganz schlimm. Ja. Backing-Vocals, die nicht gemacht werden. Weißt du, wo du so bei Eversis machen wir auch sehr viele Backing-Vocals, die ich live gar nicht mache. Weil, was wollte ich jetzt einem Butch seine Stimme doublen in der Strophe, während ich Gitarre spiele? Also, weißt du, was ich meine? Das klingt geil auf der CD, aber ja, es gibt dann eben so Leute, die das dann, wenn du es live machst, mit den Vocals ins Mikrofon, ist es geil. Aber dann gibt es solche, die das Zeug dann vom Band laufen lassen. Dann denke ich mir also, hey, lass doch einfach bleiben. Das habe ich wie White gemacht. Ja, aber bei euch ist es nicht so schlimm. Nein, das Thema ist, wir haben die Parts wirklich nicht können singen, weil einfach die Vocals im komplett anderen Rhythmus dort war wie die Gitarre und ist ein anderer akzentuiert gewesen. Und ist irgendwie im Und gewesen. Und wir haben es probiert mal zu machen, aber es war einfach eine Katastrophe gewesen. Und ich fand so, weißt du, lassen wir mal die fucking Backing-Tracks dort, weil... Aber es sind nicht Cleans, es sind einfach so Gangshows. Ja, aber so das Zeug geht ja schon. So, also, wenn du es nicht übertreibst. Aber einfach, ich finde, eine Band sollte einfach nicht tönen wie auf... Also, aber das Ding ist dann einfach... Gut, Heaven Shall Burn tönt live auch nicht wie auf dem Album. Ja. Der Sänger tönt ganz anders. Er screamt viel weniger. Dann können wir noch vom Headliner nachher von der Abend reden dann. Ja, dann können wir nicht so. Da können wir nachher auch noch drüber reden. Das war geil gewesen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Bokassa, also absolut geil. Wirklich, gehen cool. Hören. Dann alle übergrenzt zu Sum 41. Ich habe, glaube ich, 3 Songs gelesen und ich so wie, ich kenne keine von den Songs. Also ja, Sum 41 eben gerade ein perfektes Beispiel für eine Band, die genauso tönt, wie wenn es auf der CD ist. Das war geil gewesen, aber die Show war so oben runtergespult gewesen. Die Song war so eine Liste abgearbeitet gewesen, dass der Sänger sogar irgendwann gesagt hat, Zurich! Er hat mit im Set einfach Zürich gesagt. Zurich, make some noise, hat er gesagt. Und ich habe so, Bro, Alter. Oh, das ist etwas, was ich muss sagen vom Gig von gestern, was ich lustig gefunden habe. Gerade in der Eingang vom Backstage zu der Bühne steht so ein Schild so Hi Baden, we are from Ping. So dass jeder weiß, Bruder, du bist im Baden, musst Baden sagen. Ich hätte es dem auch sagen. So ja, funny. Geil. Nein, das war funny gewesen. Also natürlich Sum 41 Hits, nur ja, Hits. Voll, klar. Okay, falls du dich fragst, wieso das jetzt so komisch tönt hat. Eventuell hat einer von uns etwas gesagt, was er noch nicht hätte dürfen sagen, weil er irgendwo etwas gehört hat, was noch nicht öffentlich ist. Von Inside Sources, aber ja. Da sehen wir, für alle, die das Gefühl haben, wir plaudern Sachen aus oder wir gehen mit Infos, die wir bekommen, sehr, sehr stiefmütterlich um. Ja. Wir geben auch keine Telefonnummer weiter von Leuten, die wir haben. Genau. Oder Kontaktdaten oder sonst irgendetwas. Wir fragen immer zuerst, ob wir dürfen Kontakt herstellen. Ja, weil wenn es heisst, nein, wir wollen nicht Kontakt mit denen, dann sagen wir einfach, sorry Bro, können wir nicht machen. Ja, voll. Anyway, ja, Sum 41 war geil gewesen. Dann Escape the Fate, alle Emos sind sie schauen. Bist du sie schauen? Nein, ich bin ja lange Hose anziehen und Jacke. Ich glaube ja. Ich habe ein bisschen Machine Head geschaut. Habe ich sick gefunden. Ich bin bei Machine Head zurückgekommen. Ich habe eben leider nicht alles gesehen von Machine Head. Es ist gut gewesen, sehr gut. Ja, ich habe am Anfang geschaut und dann, ich bin während Machine Head den Pulli anlegen. Alright. Weil es ist verdammt kalt geworden. Ich muss sagen, Machine Head ist auch eine von den Bands, die einfach, die haben einfach ein highs Level seit 30 Jahren und die haben es einfach behalten. Also das andere können wir im Fall auch nicht reinschneiden, habe ich jetzt gerade herausgefunden. Was? Weil du dir dann kannst ausrechnen, was ich gesagt habe. Nein. Okay, anyway. Nein. Aber jetzt wahrscheinlich noch schlimmer gemacht. Ja, voll. Machine Head ist sick. Die haben auch Klassiker gespielt, haben richtig gefühlt. Und wenn du überlegst, die Band hat sie ist sogar vor etwa 12 Jahren das letzte Mal in der Schweiz gewesen, oder? Nein, Komplex ist sie mal gewesen. Aber die letzte Festivaltour ist etwa 2000. Genau. Sie haben keine Headlines-Festival-Show für dich gemacht. Einfach Festivalshows. Ich glaube gar keine. Irgend so etwas in mega lang. Und es ist sehr cool, ich habe die im Komplex mal gesehen. Brudi, ihre Special Effects Budget, Mann. Alle Büro und fucking alles mögliche. Also wirklich sehr sick. Und einfach die haben sehr gute Songs. Und wenn du überlegst, die gibt es schon so lange, dass sie eine Nu-Metal-Phase mit Dreads, nein, nicht Dreads, wie heißen die? Cornrows. Mit Cornrows kannst in den 90er. Weil die Maschine hat, wenn du googeln so ich glaube Ende 90er. Die haben auch schon jede Musik richtig gemacht, die du machen kannst. Eben, genau. Und ja, es ist einfach ein Klassiker. Wirklich eine Band, die einfach stabil geblieben ist. Ja, vor allem, es ist live wirklich auch verdammt gut gewesen. Hast du Carnival gehört? Carnival habe ich tatsächlich im Fall. Ich bin ein bisschen hören, weil
meine Lady und mein Bruder wollten unbedingt bei Bring Me The Horizon ganz, ganz vorne stehen. Deswegen haben sie schon müssen Selber schuld. bei Machine Head führen gehen und nachher dort bleiben. Selber schuld. Also sind etwa 3 Stunden dort gestanden. Selber schuld. Ja. Und ich habe mich sogar Sorgen gemacht und ich bin nachher Carnival gelogen und nachher habe ich schnell Wasser auffüllen und nachher habe ich die gesucht und so Flaschen so gehört. Und scheinbar hat der Securitas an die Leute ganz viele Wasser verteilt. Ja, das machen sie auch. Das sind gute Securities, Also, ja. Ich muss sagen, wir kommen nachher auf das Thema von Logistics am Festival. Schon. Ja, ich Okay. würde schon ein Kompliment geben. allgemein. Aha, ja, ich habe mir das Gefühl, du hast es getönt, als ob wir da etwas vorbereitet haben, aber ich kann nicht Nein. Also, Anyway. aber ja, Carnival war sehr cool, weil ich habe die nicht gekannt und nachher bin ich hören und es ist so stabile Prog Modern Metal. Ich als alter Prog-Kenner habe das dann gerade ausgelassen, weil ich gewusst habe, dass es nichts ist für mich. Also Prog generell, nicht die Band selber. Ja, voll. Und dann hast du gesagt, wenn wir zum Headliner kommen. Wieso hast du zum Headliner kommen voran? Wegen Bands, die tönen wie auf CD. Genau. Macht Bring Me The Horizon nicht. Also schon, aber nein. Ja, Also schon, schon. aber nein. Oli Sykes seine Eagle Screams. Ja, klar, das stimmt. Aber Instrumental sind ja 1:1 wie auf CD. Ja, das schon. Aber Bring Me The Horizon hat halt einfach auch Bring Me The Horizon ist eben auch eine andere Band. Ja. Bring Me The Horizon ist nicht. Bring Me The Horizon ist auf einem anderen Level, was Musik angeht. Die machen ja nicht. Weißt du, mich regt es auf bei Bands, wo du einen Gitarrist, einen Bassist und einen Sänger hast. Ja. Das macht, aber Bring Me The Horizon, die haben ja effektiv auch in ihrer Musik nur, also ich meine, Bass und Gitarre und Drums sind dort ja, wo der Jordan Fish noch bei ihnen war, dann plötzlich mal ein Nebensache geworden. Weißt du, was ich meine? Tatsächlich, definitiv. Dann ist es aber auch okay, weil dort ist ja dann also auch ein Hauptteil von der Musik. Also, was ich cool gefunden habe, ist, sie haben so eine gute Show zusammen gestaltet, dass du praktisch einen Film am Schauen bist, wo sie mit dem Konzept der Songs verbunden haben und zu jedem eigenen etwas im Hintergrund passiert war, wo nachher in den Interludes eben noch quasi die Storyline sich weiterentwickelt hat. Ja, am Schluss, wenn du weggelaufen bist und alle und so Exterminate Humanity und so, oh fuck no. Also ich sehr, sehr interessant. Es war wirklich für einen Film gewesen, also recht geil. Es ist fucking, vor allem hat es ein Pyro gehabt wie Sau, Alter. Ja. Und einfach sind irgendeinen Bruder auf die Stage genommen. Ja! Fucking Irgendeinen Bruder auf die Stage genommen zum Schreien. Und der Bruder war auch so einer gewesen, ich weiß nicht, wie das entstanden ist, aber das ist auch so. Ich glaube, sie haben im Fall einfach unten im Publikum gefragt, wer will, und dann ist einfach einer. Und ich glaube, der Bruder ist auch so wie, weißt du, wenn du in deinem Lebenslauf etwas schreibst, so wie, ja, ich kenne mich mega gut aus mit PowerPoint und so, du hast einmal in deinem Leben PowerPoint gemacht und dann kommst du rauf. Und der Bruder ist so einer, der einfach auf den Lebenslauf mal gelogen hat, aber nachher trotz die wenigen Skills durchgezogen hat. Alter. Der Bruder war einfach seine Stimme am Zerstören gewesen. du hast gehört, wie er gekämpft hat. Alter, er hat Gas gegeben, er hat alles gegeben. Richtige Legende. Er hat, glaube ich, noch nie in seinem Leben geschrien. Richtige Legende. Richtige Legende. Alter. Es hat genauso tönt, wie wenn Leute, die sagen, dass Metal-Streamen kein Talent braucht, es probieren. Weißt du noch, wo Jared Dines mal rumgelaufen ist an einem Festival mit so wie, sag mal, deinen besten Scream und einfach Leute, die noch nie ins Leben geschoben haben, einfach so einen Growl haben versucht. Ja. Genau so jetzt tönt. Ja, aber wie man es stabiler tönt, weil er hat die Leute haben dann gemerkt, dass es nicht geht und haben aufgehört, er hat durchgezogen. Der Bruder ist so wie, ich schmecke Blut, aber ich mache weiter. wie der Kevin von Electric Cowboy sagt, es ist erst dann gut, wenn Blut schmeckt. Ja, also Kudos, Alter, der sehe ich. Das ist fucking funny gewesen, Mann. Ja, nein, also Bring Me The Horizon ist wirklich, ich habe es geil gefunden. Es ist wirklich, also es ist ein bisschen adaptiert an die Show in Basel letztes Jahr. Dort hatte ich ein bisschen mehr Panik gehabt, wo die roten Lichter und Sirenen angegangen sind, weil man in einem engen Raum gestanden ist. Dort hatte ich wirklich das Gefühl gehabt, oh, jetzt sterben wir dann. Ja. Aber ja, Oli Sykes, fuck, ich liebe den Oli Sykes. Er ist einfach so, er steht einfach auf der Bühne so, "Now entertain me, you peasant." Ja, voll. "The fuck is up?" Ja, nein, ist wirklich gut. "Show me what you got." Das ist wirklich einfach so jetzt unterhaltet mich die Bauern. Ja. Komm. Nein, es war wirklich eine komplette Show gewesen, Performance on top, alles super. Also ich has mega. Für mich ist, glaube ich, der Highlight vom Festival. Also der Traumjob, irgendein Instrument, irgendetwas sein bei Bring Me The Horizon, außer der Oli Sykes. Weil du hast den Cash, the Money, die fette Gigs, den guten Job, das gute Resümee, aber nicht Aufmerksamkeit. Du musst dir nicht den Fame teilen. Du hast kein Fame, weil der Oli Sykes den Fame hat. Genau, das ist super.
So, du wirst vielleicht einmal im Jahr im Migros angequatscht. Das ist so wie der Gitarrist von Madonna, weißt du? Ja, oder der Drummer von 30 Seconds to Mars oder Linkin Park. Ja. Ja, geil. Ja, das ist geil gewesen. Dann ist der Tag eigentlich schon fertig gewesen. Und dann sind alle ins Bett und niemand hat mit mir duschen, Alter. Stimmt, du bist ja Duschparty gemacht. Duschparty, beste am Greenfield. Ja, erzähl mal, weißt du? Ja, ersten Abend ist gut gewesen. Dann bin ich mit dem Silas, meinem Homie von Matchbox Whispers, und einem Kollegen aus Bülach von früher, sind wir einfach mit einer Flasche Gin Tonic und einer Flasche Whisky Cola und 2 Bier unter der Dusche. Dann haben Bluetooth-Böckchen nicht funktioniert. Dann sind wir halt, haben wir gedacht, ja gut, wir gehen jetzt nicht so lange duschen. Und dann, nach 1,5 Stunden sind wir dann... Sind schon so Hand nach 1,5 Stunden. Und das Geilste ist, sind immer Leute reingekommen und mir so, willst du ein Bier? Und also, hä? Wir so, ja, willst du ein Bier? Und also, hä? Und dann kommt so einer rein, willst du ein Bier? Und so, fix. Und wir so, gut, Bier gegeben. Dann hat er mit uns auch ein bisschen um eine Party gemacht. Scheiß geschnurrt. Es war wirklich schön gewesen. Also wir sind einfach wirklich 1,5 Stunden unter der Dusche gestanden und haben einfach ein bisschen gesoffen und ein bisschen geschneidert und tipptopp gewesen. Das ist wirklich kein Tipp von mir. Am Greenfield einfach nach der letzten Band duschen. Es passieren immer lustige Sachen. Hauptsächlich, weil wir dort sind. Wir müssten fast offizielle Metal Server Duschparty am Greenfield machen. Ja, wobei das könnte dann vielleicht auch ein bisschen in die Hose gehen. Oder wenn einfach, wenn einfach alle unsere Pimmel sehen. Nein, wer will unsere Pimmel sehen? Weird. Du siehst Pimmel nicht, das ist viel zu dunkel in der Dusche. Naja, ist ja gleich. Auf jeden Fall. Das hat mich schon wundern, weil ich habe ganz Greenfield nicht geduscht. Also ich bin nie durch. Ja, ich bin also durchgezogen. Ich habe einfach überlegt, so wie... Oder Edgelord, wie früher. Das ist nicht Festival, wenn wir gehen duschen. Nein, ich habe so überlegt, so wie, ich will einfach nicht in die Dusche ohne die Schiene gehen, mit dem schlechten Fuß. Weil dann irgendwie vielleicht einfach irgendwie umsliden, whatever. Ja, und einfach, eben, das habe ich gefunden, so wie, nein, ich sitze. Und es ist einfach kalt. So. Ja, es war fucking funny. Unter der Dusche war es sau warm, wirklich cool. Und dann sind wir dort nach 1,5 Stunden so, oh, okay, gehen wir. Dann bin ich pennen und dann am nächsten Morgen aufgestanden, habe gut geschlafen. Du bist auf dem Campingplatz gekommen, so, hey, wo sind alle? Sind sie schon am Schlafen? Ja. Ich habe geschrieben, so, wo sind sie denn so? Hey, alle am Pennen, ja. Normalerweise, wenn du auf dem Greenfield irgendwo bist und zurückkommst zum Camp, sind noch irgendwelche Arschlöcher wach und schreien rum und rühren Bier. Und da ist einfach niemand rum gewesen, dann bin ich einfach ins Bett. Es ist eben ein Ü30 Campingpark. Es ist absolut nicht ein Ü30-Camp gewesen. Ich bin noch nicht 30 gewesen. Du bist klein. Deine Freundin ist noch weit weg von 30. Das stimmt. Nein, also der Nico... Ich glaube, wir sind alle sehr... Ja, die Hure. Da, der Nico und die Gang, die einfach in einem Airbnb war, die haben es versaut. Weil die wären sicher noch draussen am Saufen. Ja, die wären fix dort gewesen, ja. Oh nein, sorry, wir sind nicht Airbnb. Wir sind nicht mehr der Pöbel, wir sind die Oberschicht, wir sind etwas Besseres. Nein, also, sorry, Nico. Ich bin auch sorry, ich muss am 10 ins Bett sein, weißt du? Ja, so dick. Auf jeden Fall, dann sind wir am nächsten Morgen aufgestanden. Und dann, was haben wir gemacht, Ricky? Was haben wir am Freitagmorgen gemacht? Oh, ja, genau. Also, ich habe die geniale Idee gehabt. Wann ist es? Ich glaube, so am Dienstag oder so habe ich geschrieben. So, hey Bella, ich habe euch mal eingeschrieben für den Band Support Day. Ja, der Greenfield Band Support Day für die Greenfield Festival Foundation. Genau. Und dann so, hey, und dort hat es wirklich nach einer sehr gute Idee getönt. Bis ich mal am Freitagmorgen aufgestanden bin. Das hat auch eine gute Idee getönt. Bis wir am Freitagmorgen aufgestanden sind. Und wir haben das Mail bekommen, so wie, hey, wir treiben uns um 9:30. Und ich habe einfach gedacht, so, habt ihr den Arsch offen um 9:30? Ich bin glaube um 8:30 aufgestanden, so Augen gemacht, so fuck my life. Und du musst dir überlegen, ich habe nicht getrunken, aber ich bin immer noch am Arsch am Morgen. Ja, du bist am Festival immer am Arsch, auch wenn du nichts trinkst. Und ich so, ja fuck me, Alter, jetzt müssen wir zum Ding sagen. So, Bella, wir müssen drüber reden. Okay. Das Coole ist, sie haben Kaffee und Gipfel gehabt. Das Gute war, zu diesem Zeitpunkt bin ich schon 1,5 Stunden wach und haben mir schon einen El Toni mit Gin drin gepfiffen. Das heisst, ich bin einigermaßen weg auf dem Weg. Nein, ich bin kaputt gewesen. Ich habe es wirklich gefeiert und dann bin ich dann mit meinem Gin Toni an. Ja, stimmt, ja. mit meinem Gin Toni angehockt und habe eine gute Zeit gehabt. Und dann, als ich angehockt bin, habe ich gemerkt, der ist kübelt. Und dann, also basically für alle, die nicht wissen, was das ist vom Greenfield, von der Greenfield Festival Foundation, ist das organisiert. Da kannst du dich anmelden, wenn du in einer Band spielst, wenn du mal hören wie dass es in der Berufsmusikwelt läuft, was du alles musst machen, wie du könntest es schaffen, irgendwann mal vom Greenfield Festival direkt gebucht zu werden. Oder von anderen Festivals. Ja, genau. Einfach oder bei einer Agentur reinkommen oder was auch immer. Genau. Und im ersten Panel... Erst mal, ist noch lustig, wir haben Dings gesehen. Mein Kollege schon mal gesehen. Das würde ich sagen. Eben, unser Ziel grundsätzlich war, Brudis gesehen und Heu sagen.
und mal schauen, wie es ist, oder? Und dann haben wir eben Mind Collision gesehen. Der Mike von Wrath of Alga ist Mike von Wrath of Alga. Ich habe ja Infinitas-Leute gesehen, aber die kennen wir ja persönlich nicht. Und dann... Doch, ich kenne Savannah, aber die ist nicht rum gewesen. Wer? Ihre Gigaspielerin kenne ich. Ja, genau. Aber dann habe ich die erkannt, dann... Und auch viele junge Musiker. Also, Ja, das ist ja das, was ich gesagt habe. Es gibt sicher junge Bands, wir kennen sie einfach nicht, weil unsere Bubble nicht dort ist. Voll. Aber wir sind auch wieder dumm gewesen, wir haben auch wieder nicht mit denen geredet, sondern nur mit denen, die wir kennen. Ja, voll, ja, eben. Es war auch sehr früh am Morgen gewesen, und mit Kaffee und Gipfel und so. Und ich so, es war vielleicht nicht der sozialste Mut gewesen, zum Sozialisieren. Ja, es ist gut gewesen, dass wir haben mehr zuhören wie reden. Ja, voll, genau. Ding war noch mal vom ICU Festival. Dings, Beyond Dystopia. Beyond Dystopia. Drummer und Gitarrist sind da gewesen. Sicher noch haben wir Moment of Madness schon gesagt? Moment of Madness sind da gewesen, tatsächlich, ja. Und sonst glaube ich, das sind die, glaube ich, die ich erkannt habe. Und dann, ja, das erste Panel war wirklich geil gewesen. Also. Sehr, sehr interessant. Es ist nichts, also es ist basically, ich sollte weniger basically sagen, haben sie mir gesagt. Also es ist basically, ihr Wichser, da was irgendein jetzt basically Shot-Spiele spielt, weil jemand hat mir gesagt, wenn sie würden shotten, jedes Mal, wenn ich basically sage, werden sie basically nachher eine voll. Basically? So, basically, wenn du das basically Shot-Spiel spielst, bist du jetzt basically am Arsch. Also ich glaube, für uns, wir machen Musik in Bands seit über 10 Jahren, gewisse Sachen sind einfach Bestätigungen von Sachen, die wir schon geahnt oder gewusst haben. Ja, eigentlich alles ein bisschen. Also, voll. Aber ich habe es eben interessant gefunden. Es ist interessant gewesen. Ich habe es wirklich interessant gefunden. Es war der Booker vom Wacken dort, der Booking-Chef oder Chef von Greenfield. Und der macht auch andere Festivals in Deutschland. Ja, einfach von der Agentur, was Greenfield hat organisiert. Scorpio-Dingsbums. Ja, FKP Scorpio. Ja, die. Und es klingt nach einer Milizia-Gruppe. Und es klingt wirklich mehr nach einer Gruppe, Alter. Es klingt wirklich mehr nach einer Milizia-Armee wie nach einer Dings. Und wer war es noch gewesen? Das ist ein anderer. Das ist, glaube ich, ein Independent. Der schafft, einfach bei einer Booking-Agentur und ist der Booker von Swiss und die anderen und Montreal und irgendwelche Punk-Bands. Aber scheinbar sind alle noch ein Netzwerk gehabt, wo sie viel miteinander kommunizieren. Ja, die arbeiten alle zusammen. Ja, genau. Logisch, die sind ja alle. Eben genau. Das ist ja, wie der Umi erzählt hat, er geht ja auch immer ins Ausland, um mit anderen Leuten zu schnurren und arbeiten und weiss nicht, was alles an Zeug abmachen. Voll. Und also, wir fassen so jetzt nicht zusammen. Wenn ihr wollt wissen, was da geschnurrt worden ist. Ich würde schon ein paar Fazite sharen, die ich sehr aber ich fasse jetzt da, also zusammenfassen, wollte ich es nicht. Weil nein. Also los ist gescheiter der Podcast mit dem Umi. Also eben. Das Thema war, es hat sich recht fokussiert auf, wenn du in einer Local Band auf High Level spielst, wo zum Beispiel. So All-Together Moment of Madness Niveau. Sogar ein bisschen mehr. Du fühlst 200 Venues regelmäßig, oder? Also du fühlst regelmäßig 200 Venues cappen in unterschiedlichen Städten, nicht immer im gleichen Ort. Also, du tust in Luzern, du tust 200 ausfüllen, du tust in Bern, in Zürich, Basel. Also in Deutschland, in der Schweiz müsstest du es abbrechen auf Schweizer Größe, also etwa 50er Locations. Okay, ja. Aber zum Beispiel 100er Locations. Oder sagen wir, du gehst durch, etc. Du fühlst mal 200 Venues, oder? Und dann finde ich den Inputs sehr, sehr hilfreich. Einerseits, was ich cool gefunden habe, eben sind zum Teil Sachen, die bestätigt, was ich schon der Meinung bin. Buy-in-Slots bringen dir wenig zurück. Ja. Das haben wir am Expello Folge noch geschnurrt, wie viel du zahlst. Was haben sie dort zahlen? Ja, keine Ahnung. 500 Euro pro Konzert. Nein, ich glaube, sie haben eben nicht so einen komischen gehabt, darum haben sie es ja gemacht. Genau. Nein, aber sie haben erzählt von den Offer, die sie mal bekommen haben, oder? Ja, aber das hat der Ding ja, das hat der Dude ja gesagt. Eben das für 30er Show, für 30er Show Tour, pro Konzert 500 Euro, ohne Pennen, ohne, nicht mehr. Pause. Ja. Yeah! Ich bin jetzt gerade noch am Podcast aufnehmen. Ich will höchstens auf die 7:30 oder so gehen. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, lohnt sich nicht mehr so. Sorry. Machen wir es gescheiter sonst mal. Ist gut? Okay. Ja, ist gut, super. Mach gut. Ciao. Sorry, meine Mutter. Ja, krass, denke ich, mein Gruß. Ja, ist gut, mach ich. So, back in the game. Yeah! Weiß ich. Genau.
Back in the game. Das Mami hat kurz angeleitet, sorry. Buying Slots bringen wenig. Was ist ein Buying Slot? Eben, es gibt eine Tour und es gibt eine Package-Tour. Also es kommt ein Headliner mit vielleicht auch 2 Support-Bands zum Beispiel. Und sie haben noch einen Slot für eine Band, die sich einzahlen oder einkaufen für diese Slots. Wir haben bei der Expello-Folge von einem Offermarkt gehört, wo glaube ich eine 30er Show-Tour, wo jeweils für 500 Euro pro Konzert zahlen, um dürfen mitspielen. Genau, und dann musst du quasi 500 Euro zahlen und eine Mindestanzahl Konzerte auf dieser Tour mitmachen, um das machen können. Also du finanzierst dann eigentlich, ich hätte jetzt hier wieder das B-Wort gesagt, du finanzierst so eigentlich der Mainband wahrscheinlich den Tourbus oder sonst irgendetwas. Nightliner, Logistik, gewisse Betrag würde sie abdecken. Es ist so wie eine Sicherheit für die Band, oder? Und dementsprechend, genau, es ist eine teure Sache, du musst damit rechnen mit mehr als 10'000 Stutz, um zu spielen, ohne dass du, also es variiert, oder amix sind noch zum Pennen drin oder ja, zum und Essen. Meistens musst du dann selber noch fahren. Meistens musst du selber fahren, du musst selber Essen zahlen und du musst selber Übernachtungsoptionen suchen und buchen. Und das Thema ist, was ich dann gesagt habe, look, es lohnt sich, wenn du mal die Erfahrung gemacht hast, in einer grossen Tour mitspielen. Oder zumal als Erfahrung mitnehmen und sagen, hey cool, ist cool gewesen. Aber das kommt immer darauf an, weil Expello hat ja gesagt, bei ihrem Slot, das was sie gemacht haben, dort ist ja, sie haben sich quasi auch eingekauft, aber bei ihnen ist, sie haben sich in Nightliner eingekauft. Ja, genau. Und genau. Essen und Übernachtung quasi durch das. Also das ist der, wo ich am Reden bin, ist die Offer, die sie bekommen haben, wo sie Nein gesagt haben. Ja, das bringt nichts. Wo sie am Greenfield Band Contest Day sogar den Namen von der Band gesagt haben. Ja, eben, das ist das jetzt Ding. Nicht sagen. Aber das ist eben das Ding. Die Leute, die in diesen Agenturen arbeiten, die wissen, welche Bands das machen. Das ist mein nächster Punkt. Das kann ich eben auch sagen. Genau, unbedingt. Genau, also es bringt, wenn du mal, es ist so wie, hey, du buchst mal Ferien für dich selber, oder? Du sagst so, hey, statt so für 2 Wochen nach Spanien zu gehen, habe ich 2 Wochen auf Tour mit der Band, die ich mega fühle, bin ein Fan und ich wollte mal die Erfahrung haben, das einfach mal in meine Erfahrungskiste mal rein tun und einfach ist cool gewesen. Und genau, dann hast du ich wollte einmal 2'500 Stutz in der Woche, 10'000 Stutz ausgeben, um vor 10 Leuten zu spielen, weil niemand auf den Opener kommt, weil dich niemand kennt und du am 7. schon spielst. Gut, natürlich, du teilst die Kosten mit den Bandmitgliedern und dann kostet es etwa gleich viel, wie wir als Ferien in Spanien gemacht hättest, zum Beispiel. Es kommt darauf an, ich habe keine Ahnung. Sorry, wenn du 500 Stutz musst zahlen für jede Show und du musst mindestens 20 Konzerte spielen, das ist, ja. Also dann bist du auf einem 10er oben. Genau. Und ein 10er geteilt durch 4 ist dann immer noch 2'500 Stutz, sorry. Ja. Und das sind nur 2'500 Stutz, dass du darfst mitgehen. Genau, das heisst, du musst dann auch noch einen scheiß Lieferwagen mieten oder sonst irgendetwas, einen Anhänger für dein Auto für 20 Tage, wo Gott vertelle, das wird, wenn du ein Auto für ein normales, einen kleinen PW für 4 Tage mietest, kostet das schon 400 Stutz. Oder eventuell kannst du auch den Greenfield Foundation Bus gratis auslehnen und schlafst in der Straße zum Beispiel. Genau, das können wir auch noch. Aber das kommt alles anders dazu. Also du zahlst dann am Schluss im Fall locker. Ja, klar, es kann sehr teuer sein, deswegen als gescheite Business... Ja, das ist schon gut. Ja, genau. Also eine gescheite Business-Option lohnt sich nicht, um die Erfahrung zu machen, schon. Aber das Thema ist, die Bookers... Was? Ich habe das Gefühl, dass wir das Thema jetzt nicht unbedingt... Doch, unbedingt. Ich finde es extrem wichtig, weil ich finde, es hat etwas gebracht und ja, ich würde es Leuten empfehlen, zum hören. Das Thema ist aber, Bookers, die wissen von den Bands, die das machen. Es gibt sogar eine grosse Band, die 5 Buying-Slots für Bands mitnehmen, sodass sie den Nightliner finanzieren können. Ich finde, es ist eine legitime Business-Option, um mal Kosten zu sparen. Cool. Aber das Thema ist, wenn du nachher in deine Credentials nachher mitnimmst, um dich an den Festivals anmelden und sagen, hey, look, wir wollen am Wacken spielen, wir haben schon mit diesen Bands zusammen Tour, das ist Teil vom Verkaufen in dem Sinne. Und es ist so wie, ja, du und jedem seine Großmutter schon mit dieser Band tourt, weil das sind Buy-ins und deswegen die Credentials bringen nachher weniger, als wenn du mit der legitimen Band mal tourt hast. Nicht, dass es illegitim wäre, aber sie wissen von diesen Bands. Dementsprechend, es bringt nicht wirklich viel für dich als Musiker. Das war mal Fazit Nummer 1 von dem, und das ist alles vom ersten Panel. Zweitens war
ich finde die Thema sehr spannend, deswegen habe ich... Ja, ich würde lieber mehr über das Festival reden, weil wir sind jetzt schon seit 1 Stunde 20 dran fast. 1:10. Ja, I don't care. Außer du hast noch Stress, musst du sagen. Nein, ich habe keinen Stress. Ich habe einfach zu wenig... Ich will wirklich sagen, ich habe einfach das Gefühl, das haben wir alles schon irgendwie mal besprochen. Schon, irgendwann in unserem Podcast. Aber ich finde so, weil ja, komm, mach weiter. Ich kann dich nicht davon abhalten. Mach jetzt weiter, sonst geht es noch länger. Was ich aber cool gefunden habe, ist, das ist die Bestätigung von Bookers, von grossen Festivals, die tatsächlich gewisse Punkte bestätigen, die ich schon geglaubt habe. Und ich finde es sehr sinnvoll für Leute, um das zu wissen. Deswegen, zweitens, wie oder wann lohnt sich ein Management-Label, whatever. Das Thema ist eigentlich, solltest du den Erfolg selber schon bringen, einigermaßen. Und ganz, ganz wichtig ist, ein Management solltest du nicht eine fixe Kosten zahlen. Man fixe Kosten schon, einfach nicht im Voraus. Nein, eben. Sie sollen 1% von der Einnahmen von der Band bekommen. Oder weil dann wächst das, was sie von der Band bekommen, wächst mit dem Erfolg von der Band. Und nicht, wenn du zum Beispiel sagst, so, hey, ich bin ein Management, zahle mir 500 Stutz jeden Monat und ich bekomme die paar Gigs und was auch immer. Ja, aber das ist nicht, aber ein fixer Betrag pro Show kannst du auch machen. Das ist einfach eine wirtschaftliche Entscheidung. Wenn du quasi jetzt einfach sagst, hey, wir zahlen dir für jede Show, wo du uns vermittelst, 100 €, blöd gesagt, kann das auch funktionieren. Das ist jetzt einfach eine betriebswirtschaftliche Entscheidung, ob du mit dem, wie du mit deinem Manager dann zusammen schaffst. Aber das Thema ist, wenn... Ja, er hat natürlich mehr Interesse daran, wenn er einen Prozentsatz hat. Genau, wenn die Kosten gleich bleiben... Wir werden noch einen Finance-Podcast. Eben, deswegen wenn das Geld vom Management nicht vom Erfolg von der Band abhängig ist, dann du kannst sagen, ja, fuck it, dann mache ich das Minimum, ich buche vielleicht mal 1-2 Shows, ich organisiere ein Bandshooting mit meinem Kollegen, der das für mich doppelt so viel Geld auf Rechnung würde stellen, etc. Die Interesse ist nicht mehr da. Oder? Aber wenn du sagst, hey, look, Management bekommt 50% von, ich weiß nicht von was, du könntest sagen vom Gesamtumsatz zum Beispiel, oder nicht vom Umsatz, vom Gewinn. Oder? Du sagst, hey, vom 50% vom Gesamtgewinn von der Band bekommt der Management. Punkt. Das heisst, der Management oder die Agent, der hat Interesse, dass wirklich die Band wächst und der Erfolg grösser wird, sodass du auch mehr Geld bekommst. Dementsprechend schaut auf einen Prozent Gewinn statt einen fixen Betrag pro Monat, weil dann gibt es wirklich wenig Interesse von der Person. Also ein fixer Betrag pro Monat ist nicht gut. Es ist wack as fuck. Und deswegen, aber viele wissen das eben nicht. Und deswegen, das stresst mich, weil ich höre oft von so Sachen. Machen das einfach nicht. Wo hörst du von so Sachen? Es gibt ja keine fucking Agentur in der Schweiz, die irgendwie kleine Bands aufnehmen. Aber ich kann schon von Leuten, die Managers sagen, sie sind Managers und machen etwas. Und du hast nie wirklich etwas gesehen. Und all die Finance Bros. Eben genau, alle, die Crypto-Brudis sind, sind mal in einem Local Manager gewesen. Ja. Und auch irgendwann Immobilienmakler. Aber... Und jetzt haben sie einen Finance-Podcast. Und jetzt haben wir einen Finance-Podcast, genau. Mit so einer Finance-Bro-Wäsche. Absolut. Mit 3 Kameras. Ja, aber nein, eben deswegen. Ich finde wichtig, besonders wenn du eine junge Band bist und keine von dem hast. Nein, ich kann nur sagen, du sollst nicht auf den Tisch hauen. Okay. Ja, also. Sollte 1% von der Umsatz oder Gewinn mitnehmen. Und so wachset ihr zusammen. Und das ist wichtig. Ich glaube, aber das lohnt sich erst, wenn du wirklich schon auf der Lokalisierung, sagen wir, 100 Leute Venue ausverkaufst. Also zum Fernsehen, wenn du eine Schweizer Band bist, lohnt sich das erst, wenn du schon in Deutschland Konzert spielst. Das stimmt, genau. Also ich glaube, ich kenne keine... Außer du machst schweizerdeutsche Musik, dann nicht. Aber dann ist es wieder etwas anderes. Also ich glaube, ich kenne keine Band von einem mittelgroßen Level, die eine eigene Management-Agency hat, die wirklich etwas bringt. Bis jetzt habe ich habe ein paar gesehen. So wie ich kenne eine Band, aber die ist jetzt riesig. Ja, okay. Aber sie haben es schon gehabt, wo sie schon einen gewissen Erfolg mitgenommen haben. Ja, eben. Deswegen. Das ist so. Das ist aber eben, also eigentlich, das Ding ist, der Talk ist wirklich eigentlich gewesen, wenn du hast, der Podcast, den wir da machen, ist so Hobbyband zu Amateurband. Genau. Und der Talk ist eigentlich wirklich mehr gewesen, Amateurband zu Profiband. Genau. Und beziehungsweise, du kannst sagen, eigentlich ein High-Level-Amateur zu Profiband. Ja, ich nenne jetzt Amateurband so. Wir sind so eine Amateur. Ja, ein bisschen höher wie wir, ja, fair. Aber wir tun nicht so. Ja, wobei, nein, das Ding ist, du kannst jetzt auch nicht sagen High Level. Das Ding ist nur, wir haben einfach die Ambition nicht, um das zu machen. Hätten wir die Ambition, um das zu machen, könnten wir auch. Das ist der Takeaway, den ich davon hatte. Es liegt nur daran,
was die Band will. Weil wir jetzt Eversis quasi sagen, fuck it, wir gehen jetzt alle all in, wir fangen jetzt alle an, irgendeinen Job als Barkeeper zu machen, dass wir nur noch für die Band arbeiten können. Dann kannst du das überlegen, aber wenn du das gar nicht willst, dann lohnt es sich gar nicht. Ich bin im Fall nicht von der gleichen Meinung wie du. Weil ich finde, es gibt Leute, die auch als Amateur eine Band haben und sie können einen gewissen Erfolg haben und sie können auch sagen, hey, das ist nicht mein Hauptding, oder? Was einfach, aber die Musik ist so gut und die Nachfrage ist dort, oder? Und nachher, auch wenn sie es nicht gemacht, quasi du könntest die ganzen Steps machen und alles geben und den Job gründen und Teilzeit arbeiten und das machen und du könntest trotzdem im gleichen Level noch bleiben und nicht wachsen. Ja, aber eben, ich sage ja, aber mein Punkt war mehr gewesen, es ist sowieso scheißegal, weil wenn du nicht willst, Profi-Musiker werden, dann musst du dich mit dem gar nicht auseinandersetzen. Aber ich finde, du kannst auch semi-professionell machen. Ja, das sage ich. Ja, aber eben, wenn deine Ambition als Band nicht ist, auf der Welt rumzutouren, dann musst du gar nicht den Kopf darüber zerbrechen, wie du in ein Management reinkommst, wo global tätig ist. Aber das mit dem Thema Management ist so wie, du könntest auch sagen, hey, look, ich will mal, kann ich, so wie Heaven Shall Burn zum Beispiel, in der Ferien dann touren. Ja, eben. Aber das ist ja das, was ich sage. Wenn das nicht dein Anspruch ist, musst du dir nicht den Kopf darüber zerbrechen, wie du in ein Booking-Label reinkommst, das weltweit tätig ist. Aber eben, also, ich meine, du kannst auch eine Karriere, was immer haben. Und, ja, ich weiss, Ricky. Und nachher, das Management nimmt dir das Sache ab, wo du... Ja, aber du siehst meinen Punkt nicht. Du siehst meinen Punkt nicht. Okay. Mein Punkt ist, wenn du einfach willst, möglichst viele gute Konzerte spielen, aber nicht willst, das semi-professionell machen. Alles, wenn du das nicht willst, wenn du das nicht willst, dann musst du dir gar nicht den Kopf darüber zerbrechen, über alles das, was in diesem Tag innen war. Also ist sowieso die Zielgruppe von dieser Talks ist nicht die von den Leuten, die da waren. Also, ich weiss nicht, vielleicht hat es ja von den jungen Bands, vielleicht hat Moment of Madness den Anspruch, das in 3 Jahren beruflich zu machen. Ich habe keine Ahnung. Das ist möglich, ja. Aber eben, wenn dein Anspruch nicht ist, das semi-professionell zu machen oder sonst irgendetwas, dann merkst du wirklich nicht. Ja, dann voll. Weniger für dich. Dann los gescheiter um im Podcast. Genau, das ist mein Fazit vom Ganzen. So, hey, für das Level von... Haben wir uns nicht gefunden. Danke vielmals. Ich finde, für das Level, ich würde sagen, der Step von Hobby auf Amateur, hörst du dir die Folge mit dem Umi, sehr hilfreiche Infos, von zum Beispiel, hey, ich bin im Proberaum und ich wollte mal anfangen, ein Konzert zu spielen. Dort, für das war weniger das Thema gewesen, die Green Day Band Support Day. Wie gesagt, wenn du 100 oder 200 Venues fühlst, dann ist definitiv das für dich. Also nein, es ist definitiv auch etwas für dich, wenn du es andere machst, weil eben, ich habe wieder einmal mehr für mich realisiert, dass das, was du musst machen musst, um das semi-professionell und professionell machen, dass mich das gar nicht reizt momentan. Voll. Genau. Oder nicht mit dieser Kunst. Also, also mich persönlich würde es schon reizen, aber als Band Eversis, das ist nicht eine Option für uns, weil eben, wir haben alle einen Job, wir sind alle zufrieden, so wie es jetzt ist und das würde, glaube ich, unsere Band kaputt machen, würden wir das ambitionierter machen. Ja, das kann es wirklich auch geben. Und wenn sich das dann irgendwann entwickelt, kann es ja passieren, aber ich habe das Gefühl, wenn wir das jetzt auf Bügeln und Brechen wollen, würde unsere Band in einem Jahr kaputt sein. Ja, das macht auch Sinn. Ja. Von dem her, ja, also wenn du mal Zeit hast, wenn du im Greenfield bist, es ist cool, es ist wirklich interessant. Hey, es ist gratis. Gratis. Sogar wenn du nicht einen Festivalpass hast, du kannst reingehen. Also du kannst auch nicht... Das stimmt. Das ist so, weil du wirst abgeholt am Eingang. Du kannst reingehen, also auch wenn du nicht am Festival gehst oder sagen wir einen Donnerstag-Pass hast, whatever, du kommst immer noch, du musst dich einfach anmelden. Also ich finde, es ist ein Mehrwert. Klar, gewisse Leute profitieren mehr von diesen Talks als andere. Je nachdem, wo du in deinem Weg, in deinem Path stehst. Aber ich habe es cool gefunden. Eben, das sind mal einige von diesen Punkten. Andere wichtige Punkte, ich habe noch nicht alle aufgezählt, tut mir leid. Aber ich finde, die Themen sind sehr, sehr spannend und sehr wichtig. Und hätte ich auch gehört mit 15, sagen wir so. Auf was achten Sie, wenn Sie eine Band für das Wacken buchen? Oder auf hey, Alter, wenn wir das in einer anderen Folge besprechen? Nein, ich wollte es schon jetzt. Es ist Teil von dem. Es ist wirklich etwas, wo wir... Bruder, ich finde das wirklich... Ja, ich weiss, dass wir es am Greenfield gelernt haben, aber ich wollte eigentlich das Greenfield schnurren, nicht über Booking-Strategien. Okay, sorry. Ja, ist egal, machen wir es. My dick gets hard with this shit, dude. Ja, ich weiss. Deswegen. Also, warte schon.
Okay, halt deinen Monolog. Genau. Ich schnurre sicher wieder rein und ich ziehe es auf eine unnötige Länge. Nein, auf was achten Sie? Natürlich, Sie haben keine Mindestanforderungen an Monthly Listeners ausgewählt, oder wie viele Shows du spielst. Aber eigentlich solltest du schon genug Shows, sagen wir, glaube mehr als 30, 40 im Jahr oder so. Und sicher nicht nur in deine Gegend, sondern ein bisschen verbreitet. Schon ein bisschen Süddeutschland, schon ein bisschen andere Europashows spielen. Aber was sie gesagt haben, hey, das Wichtigste quer durch für alle ist, die Band muss einfach irgendwie ausstechen. Du musst auffallen. Also ob du eine Band von Mädchen mit Hijabs bist oder ob du irgendwie eine Band von keine Ahnung, alle im BDSM-Kostüm spielen oder ob du keine fucking mit Dildos am Kopf spielst oder was. Oder ob du einfach im E-Mail mal Hoi und Danke schreibst. Das ist wahrscheinlich auch schon viel. Oder höflich E-Mails schreibst, genau, das war auch ein Punkt. Oder nicht so aufdringlich bist. Nein, oder eben einfach mal... oder halt aufdringlich bist, aber sympathisch. Auch sympathisch. Aber irgendwie ausstehst. Oder es kann auch am Sound liegen, am Visuellen. Es muss schon eine gewisse Mindestanforderungen an gute Musik muss sein. Also klar ist es so wie, hey, ihr müsst gut sein. Das ist so der erste Punkt. Ihr müsst gut sein, ihr müsst auffallen, ihr müsst ein Konzept haben und irgendwie Ahnung haben. Und that's it. Auf das schauen sie. Also überlegt euch ein gutes Konzept, macht vielleicht nicht Slipknot nach. Und sie haben auch gesagt, eben, jeder spielt mit einfach so Bandshirts und Jeans und bei gewissem Sound passt es auch. Oder es ist nicht jetzt ein Muss, aber es ist etwas, wo sie sagen, bei frisch neuere Bands achtet sie schon auf das auf. Deswegen haben sie nachher Quellertag ziemlich schnell aufgenommen, wo es angefangen hat, weil einfach sie so nur Norwegisch gesungen, sie haben die Bühne zerstört. Das ist einfach irgendwie geil gewesen. Und sie haben das als Beispiel gebracht. Quellertag ist eine geile Band, ja. Eben, geile Band. Das sind so mal die Punkte, ich glaube, das sind die wichtigsten, die ich mitgenommen habe. Ich habe es sehr hilfreich gefunden. Das zweite Panel habe ich, hätte ich können skippen, aber es ist einfach viel Fazit vom Ganzen. Es ist noch ein bisschen über Kulturförderung gegangen, wo der Fazit ist, ich gehe auf die Webpage von, wie wird es heißen? Hey, keine Ahnung. Auf die Webpage von irgendwie Kulturförderung für Musiker, was auch immer. Und es ist mal, ja. Man postet den Link in der Instagram-Story. Ich weiß aber nicht, ob ich den noch... Ich habe es aufgeschrieben. Alright. Stimmt. Oh, ich habe Notizen gemacht von dem Ding. Lass mal schauen. Sorry, ich entschuldige mich jetzt schon für alle, der Podcast geht mindestens noch mal so lange, wie er jetzt schon gegangen ist. Scheißegal, hört einfach mit. Nein, ich finde, hey, wenn es dich interessiert, dann hörst du mit und wenn nicht, dann kannst du skippen, ist auch gut. Ich habe noch Musik draufgeschrieben. Es ist, okay, das war Sonart. Sonart.ch. Sonart.ch, dort kannst du mal umlesen. Das war fucking funny. Der Dude hat jede Frage genommen und einfach seine Antwort war sonart.ch. Ja, genau, das war funny. Aber ich verstand, das ganze Thema Kulturförderung ist mehr kompliziert. Kannst du nicht einfach schnell so erzählen. Es gibt Kulturförderung von Kantonen, aber sie zahlen meistens klassische und klassische Musik. Und man kann... Was heißt meistens nur? Nur, ja, genau. Und Jazz und Klassik für Pop, Rock und was auch immer gibt es immer nicht und für Metal sicher weniger. Metal ist im Pop drin. Ist im Pop drin, scheinbar. Ja, das ist alles Popmusik. Ja, wir sind Popmusik. Das ist populäre Musik, nicht klassische Musik. Wir sind ein Popmusik-Podcast, haben Sie schon gehört. Ein anderer Punkt, den ich geschrieben habe, ist, hey, bei Gesuch für Platten oder Druck oder Aufnahmen, gebt eure Zeit als Lohn ein. Scheinbar ist das wichtig. Ja. Also macht so keinen Sinn, wenn es außerhalb von den Dingen ist. Ja, genau. Es gibt eine Webseite, die heißt kulturförderung.ch. Ich habe die noch nicht angeschaut. Irgendwie Businessplan aufbauen und Wissen bauen von BWL-Zeugs ist gut und ihr müsst lernen. Keine Ahnung, was ich Alter, das bringt nichts. Du die weg, Alter. Ja, und deine Notizen aber rappen. Und es gibt eine Page, oder eine Firma, die heißt Swiss Perform, wo ist einfach die Suiza, einfach gratis und einfacher. Also, hey, keine Ahnung, Alter. Wir hätten die Notizen anschauen vorher und uns kurz Gedanken machen dazu, was wir dazu sagen. Und dann kommen wir rappen, weil ich habe keine Ahnung, um was es gegangen ist. Oh, shit, das sind die... Sorry, das sind nur vom zweiten Panel gewesen. Das ist Ricky, Alter, wenn du jetzt einfach anfängst, die hohen Notizen oben runter rappen, unterbreche ich Nein. Der ist wichtig. Die Gage auf Ausstregeln. Die habe ich auch nicht gewusst. Ja, aber die funktioniert auch nur bei diesen Bands, die wir vorher darüber geredet haben. Also ja, nein, es funktioniert nicht, aber theoretisch gesehen. Die Faustregel von dem, wo der Greenfield bookt, und ich glaube, der Wacken hat auch
zugesagt, war, hey, 100% von der Einnahmen minus Mehrwertsteuer durch 50%. Also minus 50%, also nicht durch, minus 50%, oder? Faustregeln, aber natürlich im klassischen... Aber das ist, wenn du mit einem Venue zusammenarbeitest genau. und du die einzige Band bist. Ganz genau. Das heisst, wenn ich Versus jetzt blöd gesagt, also wir organisieren einen Gig zusammen mit dem Werk Baden. Also wir fragen das Werk Baden an für einen Gig, das Werk Baden organisiert den Gig, wir spielen als einzige Band. Ja. Dann wäre es Einnahme minus Mehrwertsteuer. 50% sollte dann, das wäre so fair für quasi anhand von dem, was in der Industrie so laufen würde. 50% Werk, 50% Versus. Wenn jetzt natürlich 2 Bands spielen, dann ist 50% Werk, 25% Band 1, 25% Band 2. Wenn du einen Booker inzwischen hast, dann ist natürlich dein Booker, ja, genau. Von deiner Gage musst du natürlich dann alles zahlen, was du gebraucht hast, um nicht hinzukommen. Ganz genau. So. Aber es war mal interessant, weil ich das nie gehört habe. Und interessant ist auch... Aber eben auf einem Local-Band-Level kannst du das vergessen, weil das Ding ist, es ist so teuer, ein Konzert zu organisieren. Machst Kollekte und nachher übernimmst du nicht viel vom... Ich glaube, Venues sagen so, wie wenn Kollekte... wenn Kollekte ist, zahlst du ja keinen Eintritt. Das heisst, es können alle Leute kommen, die in die Bar kommen, generell. Das heisst, du machst ja meistens, wenn es ein Kollekte-Ding ist, machst du entweder einen Door-Deal, also dann kommst du quasi Geld über, dann kommst du fixe Gagen über. Oder weiss ich nicht was, das ist immer das Beste, wenn du fixe Gagen bekommst. Wenn du keine fixe Gagen bekommst, dann kannst du quasi, eben wie ich schon mal gesagt habe, bei dieser Platte dafür, die ich im Gust organisiert habe, Kollekte. Du tragst das Risiko einfach ein, oder? Und dann bei der Kollekte, dann hast du quasi kein Risiko. Die Bar macht einfach den Umsatz, was sie machen, und alles, was reingehört, was der Bar machen, können sie behalten, und du nimmst einfach das Geld von der Kollekte. Also die Bands gehen das Risiko ein, dass niemand auftauchen kann, und dann bekommst du einfach Geld, oder? Ja. Aber wenn du weißt, es kommt Epanase, dann ist es auch easy. Und es könnte sogar, wie du aus eigener Erfahrung gesagt hast, es lohnt sich auch nichts mehr, Kollekte zu machen, als ein Door-Deal mit Vorverkauf. Ja. Definitiv. Ja. Und das habe ich auch von dir gelernt. Weil, wenn du jemanden hast, der Kollekte gut eintreibt, also wir haben im Valhalla und im Bruch Brothers beides mal Kollekte gemacht, und wir haben fast gleich viel Gage bekommen, jede Band, wie wir im Werk bekommen haben, wo wir die Gage fix von Anfang an bekommen. Aber das Werk ist eben auch, die arbeiten ja auch mit dem Kanton, also mit der Stadt Baden zusammen, und darum ist das Kulturförderung und bla 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 bla. Also irgendwie kommt Kulturförderung dann schon auch bei uns an, auf gewissen Umweg. Ja. Aber ja. Voll. Und wir haben jetzt zum Beispiel schon mal mit dem Umi wegen eben Anfragen zum Opener sein für grosse Bands, oder? Ja. Und dort gibt es eine gewisse auch Reihenfolge, die du kannst folgen. Zuerst frag immer den Club, oder? Du kannst den Club anschreiben, so wie, hey, ich habe gesehen, Band X spielt, dann haben sie schon einen Opener. Weil viele Bookers fragen auch Venues, wenn sie einen Opener suchen. Weil du kannst booken von Stuttgart und du weißt nicht, wer in Zürich alles Leute zieht, oder? Genau, nicht jede Booking-Agentur hat einen Umi. Genau, deswegen. Deswegen sie fragen meistens Venue. Also wenn du mal Venues regelmäßig fragst, die kennen sich auch vielleicht, und vielleicht bist du mal irgendwo in der Liste drin, oder? Nach dem Club fragst du, wenn du den Club irgendwie nicht findest, fragst du den Booker. Wenn der Booker nicht findest oder keine Zeit hat, fragst du den Tourmanager, suchst den Bandmanager und suchst die Band. Genau. Das ist Reihenfolge, du kannst folgen. Wenn du den Booker nicht findest, fragst du den Tourmanager. Als ob irgendeiner weiß, wer der Tourmanager ist. Aber eben. Also die 3 Steps, wenn du wissen willst. Venue, Agentur, Band. Ja, voll. Drawn by Evil ist ja Support von Kill the Lights. Der hat erzählt, er hätte eben im Club geschrieben, hey, Kill the Lights spielt. Haben sie einen Support Act? Dann hat es nein. Dann haben quasi Kill the Lights wegen Support gefragt. Dann hat der Club quasi gesagt, hey, die haben uns angeschrieben, was meint ihr? Kill the Lights hat gesagt, ja. Und dann ist das sogar so gewesen, dass der Jay, der Ex-Bassist von Bullet for My Valentine, auf Instagram Drawn by Evil geschrieben hat, hey, für die anderen 2 Gigs sind uns Support-Bands ausgefallen. Wenn ihr alle 3 Deutschland-Shows mit uns spielen? Und dann haben sie gesagt, ja. Sagen wir, at least in Deutschland funktioniert es. Jawohl. Alright. Aber ja, jetzt haben wir etwas Neues gelernt. Haben wir den Tag abgeschlossen? Ja, ich glaube, was ich gelernt habe, ist, Kulturförderung ist kompliziert und es gibt wenig Geld für Metal. Also das ist mein Fazit von Panel 2. Es heisst nicht, dass die Leute irgendwie ihr Zeugs nicht checken oder irgendwie schlecht sind, überhaupt nicht. Aber das Thema ist auch ein bisschen weniger interessant für mich. Aber Panel 1 habe ich cool gefunden. Anyways, das ist mal die lange Rede, kurzer Sinn. Es ist auch vom Prodigy Soundcheck auch vergewaltigt worden. Das Ganze. Richtig. Ja. Also es ist auch alle 2 Minuten hast du wieder Pause machen, weil wieder under fire start. Aber ich finde definitiv einfach, ich habe jetzt einen Rant gehabt, aber ich habe es cool gefunden. Merci Greenfield Foundation, dass ihr das macht für Musiker und für Künstler. Besonders für die starten.
Und ja, ist einfach cool. Ja. Macht's weiter so. Das war nice gewesen. Und von Greenfield Foundation haben wir schon mal geschnurrt. Falls ich mal das Greenfield Foundation werden wir mal drüber schnurren, weil wir haben ja den Tourbus für zum auf Polen gehen. Ja, genau, deswegen. Wenn ihr mal irgendwo ein Konzert oder Tour spielen und ihr habt keine Möglichkeit zum Transportieren, schreibt mal Greenfield Foundation ein und ihr könnt auch den Tourbus oder den Van auslehnen für, glaubst du nicht? Hey, keine Ahnung, erst gratis musst du ein Video machen. Also richtig, richtig geil. Hey, das ist cool. So, jetzt back to, endlich kann ich mal Räubergeschichten erzählen vom Räubergeschichten erzählen vom Festival. Ja. Du bist auch bei Baboon Show schauen, oder? Nein. Was? Nein! Warte. Doch, bist du gerade gewesen? Ich habe keine Ahnung mehr, wie hackenvoll Nein, weil ich glaube, ich bin erst die All Together gegangen. Ja, voll. Ja, nein, wir sind gegangen Baboon Show schauen und haben gedacht, wir gehen jetzt nicht so hart. Und 3 Bier später ist die Band dann fertig gewesen. Ja. Immer das Gleiche mit uns. Ja. Und dann sind wir alle über zum All Together schauen. Das war geil. Ja, sehr geil gewesen. Voll stimmig gewesen. Die haben wir ja schon gesehen am Contest. Ja, das ist geil. geil. Geliefert. Ich muss sagen, mein Highlight ist, wo sie den Featuring gemacht haben mit dem Sänger von Coma Static, ehemalig Give Me a Reason. Das hat gefetzt wie Sau. Also sie haben sogar, glaube ich, so ein Circle Pit oder so gehabt. Ja, also es ist wirklich, also es hat ausgesehen, wie wenn dort All-Time Low würde spielen. Eben. Und meine Frage ist, Coma Static, wann gibt es live bei uns, Brudis? Come on. Das ist gut gewesen, macht das so. Holt euch mal eine Band. Ja, All Together ist wirklich geil gewesen. Also sie haben die kleine Bühne ganz gross gemacht. Sehr gut, sehr gut. Ich bin leider nicht mehr so viele Erinnerungen am haben, das Ding, weil eben der Nico und ich das Gefühl haben, wir müssen jetzt bei Baboon Show Yeehaw gehen. Aber ja, das, was ich von All Together gesehen habe, ist sehr gut gewesen. Ja. Ich habe garantiert 100%ig sicher gefühlt. Ich bin Party machen. Also ich würde All Together auch sehen als eine Band, die sie sonst für den Greenfield buchen. Also ich finde immer noch, All Together hätte ja direkt gebucht werden und nicht über den Greenfield Band Contest, aber das ist meine Meinung. Das gibt auch zu, finde ich auch. Ja, weil eben... Es ist schon ein bisschen... Ist auch nachher schade für die Bands, die sonst am Contest mitmachen. Ja gut. Chance. Ja, ist schon so. Also nicht, dass Sons of Coherence und Polar Shift nicht gut gewesen wären, aber das Problem ist, also das Problem in Anführungs- und Schlusszeichen, All Together hat schon so Shows gespielt. Genau. Die haben schon so Festival-Shows gespielt. Genau. Die haben sie letztes Jahr am Summerside gespielt? Nein, dieses Jahr haben sie am Summerside gespielt. Mit Pyro und allem. Stimmt. Ja. Und die haben aber... Pyro? Ja, also Pyro gehabt. Keine Ahnung. Ich glaube, jede Band hat Pyro gehabt am Summerside. Right. Aber auf jeden Fall... All Together hat schon so Shows gespielt. Darum hätte man meiner Meinung nach All Together auch nicht direkt buchen. Aber es ist halt wie gesagt, ich meine, du musst ein Festival füllen und du hast noch so und so viele Slots für dich. Ja. Und eben die High Times haben sie direkt gebucht. Und Paleface auch. Ja. Aber gut, Paleface. Da komme ich später noch mal drauf zu. Ich bin nämlich kurz in ein Loch gefallen, wo ich mal recherchiert habe. Wir haben mal herausfinden, wie viele monatliche Hörer das gewisse Bands haben. Bin ich mal kurz in ein Loch gefallen. Aber ja, dann, was haben wir gemacht nachher? Dann alter Palais Royal, hast du gesehen? Nein. Boy. Ich habe gedacht, Palais Royal, also die sind geil. Ich habe es auf Spotify gelassen und dachte so, Palais Royal live gesehen. Bro, what the fuck? Ja. Das ist insane. Nein, ich war am Essen, oder ich habe vielleicht von weitem weg mal das ist so ein richtiger Rockstar-Shit. Das Problem war auch... Dort bin ich wieder so knapp nüchtern geworden, glaubst du? Ja, das Problem ist, am ersten Tag sind wir wirklich fast den ganzen Tag im Festivalgelände gewesen. Ja. Und ich habe es gespürt an den Füßen. Ja. Ich war am Arsch gewesen. Und das Thema ist, ich bin auch so im Büro, Bruder. Ich bin den ganzen Tag am Sitzen. Ich bin nicht dran gewöhnt. Ja, aber ich muss stehen, Brudi. Weißt du, wann ich meinen Stand-Up-Desk da hochlege, wenn ich Vocals mache? Sonst nicht. Sonst nie. Sonst bin ich noch sitzen. Müsstest du nicht machen, du einfach den Ständer runter. Aber das ist eben, weil da kann ich gerade Lyrics und so. Smart. Früher bin ich so immer gewesen, ich muss etwas schreiben, ich gehe runter, weißt du. Und nachher tut den Rücken weh. Aber mit dem Stand-Up-Desk ist super. Für Vocals, Recording, beste Investition. Das ist geil. Nein, Palais Royal, das war absoluter fucking Rockstar-Shit. Wirklich richtig heavy. Richtig gut. Ja, das glaube ich. Hat sich angefühlt wie so eine fette Rockband. Bam! Ja. Und dann Future Palace. Alle. Brudi. Ficker. Geil gewesen. Ihre Vocals sind... Ich muss sagen, weil wir haben sie auch am Berg Baden gesehen und vielleicht war einfach nicht so ein guter Vocal dort gewesen, aber da am Greenfield ist einfach perfekt gewesen. Wirklich fett. Dann der Nico und ich zusammen Guano Apes schauen. Unser 2000er Snowboard-Kitty rausladen. Halt die Fresse da draußen!
Ja, Sorry, da muss ich sagen, wenn ich Kinder schreien muss ich meinen Rentner rauslassen. Da bin ich im Camp pennen gegangen, glaube ich. Weil ich bin noch kaputt vom Morgen, vom ganzen Ding. Fucking Weakness überall. Und ich so, weißt du was, 2 Tage, den ersten habe ich voll durchgemacht. Jetzt, weil nachher, ich hätte schon gerne noch etwas und Imminence geschaut. Aber irgendwie so, Das Ding ist aber, bei mir ist so ab Baboon Show bis so Imminence, glaube ich. Nein, nicht Imminence, was auch nicht. Bis so Baboon Show bis zu Silverstein ist bei mir eben so ein bisschen Blur. Weil bei Guano Apes kann ich mich daran erinnern, dass Nico und ich beide da gestanden sind und uns einfach so kreuzweise angeschaut haben, so das Gefühl haben, so, Alter, why? Wieso sind wir so voll? Und dann haben wir uns ein Wasser gekauft. Aber das Problem ist, wir haben so viel Bier getrunken voran, dass der Magen voll war und wir haben das Wasser gar nicht trinken. Das heisst, wir haben es anschauen und so hoffen, dass es uns durch das Anschauen heilt. Und es ist nichts passiert. Und Guano Apes war halt geil gewesen. Ja. So die Sängerin Sandra, wie auch immer sie heisst, hat ausgesehen wie so eine Assi-Mutter, die 2007 ihre Kinder im Fußballtraining abgegeben hat und jetzt in Edeka geht eine Flasche Wein kaufen und sie die Heime wegsmasht. Das war richtig gut gewesen. Absolute, wie meine Kollegin gesagt hat, absolute Rampensau. Wirklich, aber Guano hat sich das geil gefunden. Ja, Imminence hätte ich gerne geschaut. Imminence habe ich sogar geschaut und ich habe es weniger scheiße gefunden, wie ich gedacht hätte. Ich habe es nicht mal kacke gefunden. Ich habe es ganz okay gefunden. Für das, dass es ein moderner 0815 Metalcore ist, der eigentlich tönt wie Architects. Ja, das ist aber eine Kombination von Instrumenten, die du normalerweise nicht siehst, wie Metalcore mit der Geige. Oder? Ich meine, der einzige... Sagt der Siamese etwas? Haben sie Geige? Bro, die Siamese hat... Das ist literally das Ding. Die haben eine Geige. Das sind Samples. Du hast mit dieser Band gespielt, Bro. Haben sie einen Geige gespielt? Ja. Fuck, der Gross. Oh, ich kann es nicht mehr ganz... Der Gross dünn spielt Geige. Dann aber ich kann es aber nicht... Siamese ist viel besser wie Imminence. Ja, aber ich glaube, bei Imminence ist ein bisschen zentral am Sound. Ich kann es wirklich nicht... Ich glaube im Fall nicht. Ich kann es wirklich nicht checken, man. What the fuck? Du hast einfach Edge Break gemacht. Du bist einfach damit beschäftigt, im Backstage zu hocken und deine Gitarre zu tunen. Ja, vielleicht, ja. Aber Gut, du bist vielleicht am Aufraum gewesen. Da bin ich am Aufraum gewesen. Tatsächlich. Aber ja, Imminence ist einfach so eine Band, wenn sie los ist, also sorry, es tönt so, als ob du würdest sagen, hey, wir schreiben jetzt einen Architect-Song und dann tun wir eine Geige drin, dass es nicht tönt wie Architects. Ja, genau. Ja, es sind so die Kombinationen von ungewöhnlichen Kombinationen, wie zum Beispiel, ich habe mal ein Video geschickt von die HC-Band Speed mit der Flöte. Ja. Das ist auch so ein Beispiel, was sick ist, wo nie hättest du vielleicht eine fucking Flöte mit fucking HC. Richtig gut. Igor auch. Ja, dann Against the Current habe ich auch nicht geschaut. Hast du sie geschaut? Nein. Okay. Elevati, hast du sie geschaut? Ganz wenig am Schluss. Sie haben in Monat gespielt. Ja, ich glaube, das habe ich auch gesehen. Aber geschaut habe ich es nicht. Wir sind für Silverstein gegangen. Ja, sind wir also Silverstein. Silverstein haben mich verdammt weggeklappt. Also die sind wirklich geil gewesen, muss ich wirklich sagen. Die habe ich schon gesehen, wo Defender ihre Vorband war. Und da kann ich mich nicht so daran erinnern, weil ich eigentlich nur wegen Defender war. Aber ich muss sagen, Silverstein, der hat aged like fine wine. Silverstein habe ich auch gesehen, aber ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Ja, 2007 Emo-Metalcore. Ist das dort, wo ich am Boden war? Oder keine Ahnung. Nein, ich bin am nächsten Tag am Boden. Ja, wo wir zusammen Wurststunde... das ist am letzten Tag. Ja. Okay, aber vielleicht... Ich glaube, ich habe die schon gesehen, aber ich... Ist auf der kleinen Bühne gewesen? Ja. Vor Dropkick Murphys müssen wir irgendwo schauen. Ja, das ist geil gewesen. Wirklich aged like fine wine. Richtig gut. Haben alle im Gegensatz zu anderen Bands aus dieser Zeit, können es alle noch singen, können es alle noch spielen und das war geil gewesen. Ja, die haben ja mega... High-Mid-Tones gehabt, die richtig penetriert haben. Ja, richtig geil gewesen. Und vor allem auch gute Vocals. Dort habe ich Gehörschutz rein da, weil ich den Ton einfach gerade schlecht gefunden. Aber nein, das ist eben das Ding. Da hörst du den Gitarrenton wenigstens mal. Ihr mit eurem scheiß modernen Metalcore-Sound könnt euch gerade die Knie ficken. So muss ich Gitarre tönen live. Ich mit Jahren so gefickt, dann muss ich Gehörschutz, glaube ich, die tun. Ja, kannst gerade Yannick von Paleface hat mir gesagt, einfach fucking mitten rauf und dann ist gut. Mitte rauf, dann klopft es. Ja. Wenn du einen Modeler hast, mitten rauf und dann klappt mit dem Quad Cortex, ja. Man. Mitte rauf und dann bretscht es. Ja. Nein, irgendwie komische Frequenz jetzt gehabt, die mir so gestresst hat. Ja, klar, es ist ja... Ich bin auch pingelig mit so Scheiße. Also ich habe du bist... Also ich weiss noch, bei Silverstein und bei Baby Metal hat es mich einfach ein bisschen gestresst, oder? Ja, ich habe immer gehört, aber das ist Schmecker auf dem höchsten Niveau. Das stimmt. Und dann... Highlight. Ja. Quellertag. Bruder, du hast eine Band verpasst. Du hast eine Band übersprungen. Nein, habe ich nicht. Also ich habe sie nicht geschaut. Aber wo bist du? Ich habe keine Ahnung, ich habe einfach Dropkick Murphys nicht geschaut. Ich bin, glaube ich, bei Silverstein gewesen und dann sind wir, glaube ich, etwas trinken oder essen und dann haben wir Quellertag geschaut. Nein, ich habe Dropkick Murphys geschaut, aber da bin ich ganz hinten am Sitzen.
ist noch schon nice. Ja, es ist ja... Also, ich muss auch sagen, ich fühle mich schon ein bisschen mehr Sitzplätze für mich schon. ich bin so alt in Seele, ich muss einfach irgendwo sitzen. Und am Boden ist so, ich sitze schon am Boden und dann habe ich nicht. Musst du aber richtig machen, wenn du ganz hinten sitzt, siehst du noch ein bisschen. Ja, das habe ich auch mal gemacht. Ja. Das ist geil. Ja, Dropkick Murphys finde ich schon cool, aber irgendwie habe ich einfach keinen Bock gehabt, um sie zu schauen. Ja, so. Ich finde Dropkick Murphys geil, wenn sie zusammen mit Flogging Molly auf Tour sind. Dann kannst du einfach einen Abend lang kannst du gerade Irish gönnen und dann ist gut. Dann hast du Irish gehabt für den Rest des Jahres. Nachher, Quelltag. Quelltag hast du auch geschaut, ein bisschen, Ich habe ein bisschen geschaut, nachher bin ich gegangen. Ah, das war geil, Quelltag ist richtig sexy. Ich bin einfach schon durch, 2 Tage. Nicht daran gewöhnt. Quelltag, beste gewesen. Und dann Headliner vom Festival. 23:30. Bin nicht geschaut. Dusche. Ja. Das Mal haben wir Böxli dabei gehabt. Ich glaube, wir haben genug am Bandtag. Ich habe Prodigy einmal geschaut am Greenfield und muss sagen, okay, es war geil gewesen, aber ich muss es jetzt nicht nochmal schauen. Ich kann es nicht wirklich so gut. Ja. Es ist halt einfach Drum and Bass. Es ist halt effektiv Elektromusik. Okay, ja, es ist eine stabile Band, aber ich muss jetzt nicht schauen. Erzähl mal von der Dusche. Sind wir wieder duschen. Das Mal ist noch einer von meinen anderen Kollegen gekommen. Dann haben wir Böxli gehabt. Ja. Und dann sind wir um 12 Uhr in der Dusche gewesen. Und dann haben wir angefangen Bierle trinken. Dann haben wir Bellas Shower Smash Hits gelost. Die Playlist ist öffentlich auf Spotify, kannst du hören. Das ist die Playlist, die wir am Greenfield oder der Dusche gestartet haben. Ja. Und jetzt sind Hits drin wie Call Me Maybe, Living on a Prayer, einfach alles Zeug, wo man kann mitsingen kann. Absolut geil. Und wir haben einfach wirklich so viel. Und wieder allen, die reingekommen sind, haben wir ein Bier angedreht. Und dann irgendwann hast du Leute gesehen, die so das Gefühl haben, so, what the fuck? Und dann nach Prodigy hat es angefangen. Nach Prodigy, weil Duschen sind das Jahr geil, sehr geil. Duschen sind das Jahr viel näher gewesen beim Camping. Ja. Und durch das sind mehr Leute duschen in der Nacht. Und nach der Prodigy sind plötzlich mega viele Leute duschen und wir haben dann plötzlich, also irgendwann haben wir ein Heidegaudi da rein gehalten. Wir haben so Musik laufen lassen, Gin Tonic gesoffen, Bier gesoffen, Whisky Cola gesoffen, einfach wirklich allen ein Bier in die Hand gedrückt, die eins wollen. Es hat Leute gehabt, die haben das Assignment verstanden. Wir so, willst du ein Bier? Sie so, ja, Bier genommen, aufgemacht, Gags, anfangen zu singen mit uns. Und dann irgendwann kommt einer, wir geben ihm so ein Bier und er so, oh ja, danke. Dreht sich so um, aber die sind gestern schon da gewesen, oder? Wir so, jawohl. Und dann auch einen Public Service am machen. Ja, wirklich. Also es ist eine riesen Party gewesen. Die sind so wie die, weißt du, die fancy Restis, die einfach ein Towel geben. Ja, ja. So. Einfach schon das mit dem Bier. So. Also wir sind am Schluss, also es ist eigentlich wäre es mega lustig, um das ganze Filmen, wenn nicht alle nackt wären. Ja, also es ist einfach wirklich geil. Es macht wirklich, viele, ich weiß nicht, wieso das die Leute nicht verstehen. Alle haben das Gefühl, in der Dusche, in der Greenfield-Dusche gehst du schnell rein und dann gehst du dich abduschen und dann ist gut. Aber dort innen passieren so lustige Sachen. Passiert das Beste von diesem Festival passiert in der Dusche zwischen 12 und 2. Ja. Weil irgendwann haben wir es dann, also wir sind um 2:30 sind wir dann rausgelaufen, also wir sind 2,5 Stunden in dieser Dusche rein gewesen. Und also es hat so viel Wasserdampf gehabt und alles, dass mein Tüchli am Schluss schon nass war, bevor ich überhaupt raus bin, weil es einfach an der Zeltwand angekommen ist und alles. Und wir sind nachher einfach unter dieser Dusche gestanden, haben einfach singen und dumm tun und mit allen trinken und alle haben eine gute Zeit gehabt. Und irgendwann am Schluss, so um 1:30 hat es angefangen, dass Leute reingekommen sind und einfach instant auch eine Party gemacht haben. Geil. Also haben alle mitgesungen, alle irgendetwas und dann ist fucking Boulevard of Broken Dreams gelaufen. Und dann ist einfach beim Refrain das ganze Festzelt. Und ja, ich nenne es jetzt Festzelt, auch wenn es ein Duschezelt war. Das ganze Festzelt, inklusive der Frauenabteilung, hat den Refrain gesungen. Es war so laut, dass alle am Schluss applaudiert haben. Es war so geil. Das war wirklich fucking hilarious. Ja. Und dann nach 3 Stunden, das macht es nicht mehr Sinn, da mehr recappen. Das ist einfach funny gewesen. Das musst dabei gewesen sein. Von dem her, also, und ich höre auch ab und zu immer wieder Storys von Leuten, die erzählen, dass irgendwelche Leute am Greenfield unter der Dusche Party gefeiert haben und das mega lustig war. Und ich denke dann jedes Mal so: It's us, bitch, it's us. Ah, so gut. Ja, das war geil. Dann bin ich ins Bett und am nächsten Tag aufgestanden und habe nicht mehr gesoffen, weil ich heimgefahren bin am Abend. Dann ist irgendetwas Interessantes passiert bis zu unserem persönlichen Headliner vom Festival. Lass mich überlegen. Ich habe lange geschlafen, weil am Samstag keine Band gegeben hat. Was? Ich glaube, wir haben nicht mehr so viel Speicherplatz auf der Karte. Das ist halt 1 Minute. Was zum Fick? Hocktour! Oh, Hocktour! Also, wir sind.
Wir sind wieder am Anfang von einem Tag am Greenfield vom Genau. Big Boy Festival. Genau, das ist jetzt der 3. Tag, nicht? Ja. Ja, das ist der 3. Tag und er hat angefangen damit. Ich glaube, ich kann eben lang schlafen, weil ich eben am Freitag nicht können lang schlafen. Ich absolut nicht pennt, Alter. Ich bin gar nicht Ja. ins Bett, dann hat irgend so ein Arschloch Techno laufen lassen die ganze Nacht durch und ich habe nicht pennt. Nein, das Lustige ist, eben, es hat immer wieder so die Kantinenband und was auch immer gehabt. Und ich habe natürlich auch wie ein Genie meine Augenmaske vergessen. Und ich habe also mit meiner Mütze quasi nach unten geschlafen und zum Einpennen. Es hat recht gut funktioniert, habe ich einfach Joe Rogan mit Tim Dillon laufen. Also ich wollte den Techno ausblenden und es hat einfach nicht funktioniert. Ich habe Harakiri von the Sky gelassen. Ja. Ich habe Black Metal blasted. Ich habe immer noch gehört. Das hat mich hässlich gemacht. Nein, weißt du, ich tue einfach Joe Rogan nachher wach, nach dem nächsten Tag auf. Ja, das Ding ist, ja gut, wenn ich dem zulasse, würde ich auch einpennen, weil es so langweilig ist. Joe Rogan ist der Alpha von all diesen Alpha-Boys. Ja. Weil sie hören ja alle im Joe Rogan seinen Podcast und machen das, was er sagt. Also ist er der Alpha. Alle machen ihn nach. Und alle anderen sind Betas. Ja, voll. Ich finde es funny, wenn einfach ein Dude kommt und behauptet, dass er ein Alpha sagt und du sagst nein. Ja. Dann ist er instant kein Alpha mehr. Ja, voll. Super. Habe ich, glaube ich, im letzten Podcast schon erzählt. Das Beste sind eben die ihn nicht nachmachen wie Tim Dillon. Das ist ja so fucking Oder wir zwei. Oder wir zwei. Wir sind Alphas. Ja, Stimmt gar nicht, Brian oder Josh sind Alphas. Ja, voll. Wir sind Betas, Bruder. Ist ja egal. Also. Beta-Software ist immer besser als die Alpha-Software. Ja, ist ja so. Also, ja, wir sind aufgestanden und dann haben wir gedacht, so, am 1300 geht es auf die Schnorren, oder? Ja, genau, weil ich glaube, ich habe geschlafen, bin aufgestanden und so, it's Paleface Time. Das Paleface Time. Und alle haben sich darüber aufgeregt, dass Paleface so früh spielt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es war cooler gewesen, dass sie die grosse Stage geöffnet haben, wie wenn sie irgendwo am Nachmittag gespielt hätten. Ja. Hätten sie einfach so am 2:45 auf der grossen Bühne gespielt, hätte das viel weniger Impact gehabt, wie wenn sie einfach wie am Eis auf die Bühne kommen und einfach mal fressen geben. Es hat definitiv wahrscheinlich ein bisschen für im Arsch und da die anderen Bands, die nachher kommen. Hey, also, sorry, alle anderen Bands, die an diesem Tag Metal auf dieser Bühne gespielt haben, haben einfach nichts mehr zu melden gehabt. Weil, also wenn ich vergleiche, also ich habe Paleface Swiss, Entschuldigung. Oh, sorry, ja, Paleface Swiss. Paleface Swiss habe ich am Eis geschaut und nachher später habe ich auch The Art is Murder gesehen. 5 ab halb 4 und ich so, ist schon cool, aber ich vergleiche es mit Paleface vorher. Das war einfach Gewalt gewesen. Und es ist einfach, ja, es war Gewalt gewesen. Genau. Also vor allem das Geilste war, wir sind am Essen gewesen und dann ist das Türchen nicht aufgegangen, weil der Kraftclub irgendwie hure lang Soundcheck gemacht hat anscheinend. Und dann sind wir vorgelaufen und der Brian und ich haben so auf die Bühne geschaut und wir haben so gesehen, der Janik dort steht mit seiner roten Flying V und noch mit dem Jäckli an und wir so, oh mein Gott, der Janik steht auf der Bühne. Es ist schon cool, es ist so sehr irgendwie stolz auf deine Brudis-Moment gewesen. Ja. So wie yes, represent, Bruder, represent auf das So represent Schweizer Bands. Vielleicht schaffen es jetzt andere Schweizer Bands auch. Sicher genau, nicht, aber ist ja gleich. Aber it's the thought that counts, weißt du, was ich meine? Ja, vor allem, ich weiss noch, als ich den Janik das erste Mal gesehen habe, war am Imperican Festival. Okay. Und dann hat er irgendwie, tapst mir einen auf die Schulter und hat so stimmt. gesagt, hey, ihr seid doch voll Versus. Und ich so, der Butch und ich so, ja, voll. Sehr gut. Und er so, ich bin der Janik, ich spiele bei Sacrifice with a Sky. Und wir spielen zusammen. Scheißegal, wie das ausspricht, Alter. Sky. Nein, das heißt, glaube ich, Sky. Scythe. Nein, ich glaube nicht. Doch, Scythe? Es ist das Ding, wo du für den Gras Ja, soll er etwas sagen? Soll er etwas sagen? Das sagen auch alle ever since. Ja. Das ist auch falsch. Aber Scythe ist ein Wort, das richtig gibt. Wäre es jetzt auch ein Wort, das es richtig gibt? Jetzt, seit 10 Jahren gibt es das Wort. Ich habe es erfunden. Scythe gibt es seit dem Mittelalter. Das ist ja in ich habe die Top. Versis ist aus 2 latinischen Wörtern zusammen. Also gibt es das Wort schon länger. Theoretisch gesehen. Theoretisch gesehen. Ja, egal, auf jeden Fall ist es. Also ich habe wirklich effektiv. Ich habe wirklich Pipi in den Augen gehabt, wo der Janik beim einen Solo auf die Metallica Ausdingsung von der Bühne vorgerannt ist, das Solo gespielt hat und einfach so das gefühlt hat. Und ich fand, das war so geil gewesen. Das war so schön gewesen. Das war wirklich so happy gewesen. Ich bin, glaube ich, selten so happy gewesen für jemand anders in meinem Leben wie in dem Moment für Paleface. Definitiv. Und Dings, eben erzähle ich fucking Switzerlands finest MC. Sorry, also ja, also wirklich. Er droppt Bars wie Sau. Er droppt Bars wie. Ich muss sagen. Oh fuck. Er droppt Bars wie gewisse Länder Bomben halten. aber es klopft wie Sau. Definitiv. Aber Entschuldigung.
Nein, Dings, was soll ich sagen? Ich habe jetzt den Gedanken verloren. Ja, keine Ahnung, aber sie haben wirklich, also sie haben den Eröffnungslot auf dieser Bühne gehabt. Ich finde, das hat wirklich, also es hat ballert, das hat geklopft. Das ist einfach eine fucking heavy Show. Crowd Control ist on point gewesen. Also ich glaube, ich habe keine andere Band so starkes Crowd Control gesehen wie die das Publikum motiviert haben. Und Leute, es ist fucking früh, es ist 1 am Nachmittag gewesen. Leute waren nicht mehr saufen und am Bumsen bis am irgendwie 9 Uhr am Morgen oder so, oder später. Und ich so, es ist schon ein Festival, 3. Tag. Aber ich habe selten so eine grosse Wall of Death gesehen. Eben, es ist. Oh, stimmt, die Wall of Death ist etwas so ein Mischer hingegangen. Ich habe sogar gefilmt. Ja. Gut, also das habe ich schon ein paar Mal gesehen, aber ich habe noch nie so eine Schlägerei gesehen nach einer Wall of Death. Der leck Bobby. Ja. Das hat gescheppert. Also, richtig geil. Sie haben gefickt. Vor allem geil gefunden. Ansage. Wir sind Screenville hat das Gefühl, wir sind eine kleine Band. Das ist das Beste. Das ist fucking fun. Und das Funny ist, ich habe mir dann überlegt, ich habe mir dann mal den Spass rausgenommen. Wir haben dann irgendwann später mal das Gefühl gehabt, hey, jetzt nimmt es mich einfach Wunder, wie viele monatliche Hörer hat Paleface? Weil letztes Mal, als ich geschaut habe, haben sie etwa 360'000. Ja. Und dann hat der Kollege das Gefühl 400'000, weiss ich noch in Erinnerung. Das letzte Mal, als ich geschaut habe, haben sie 360'000. Und dann hat der Kollege das Gefühl gehabt, ja, die werden schon etwa so 400, 500, 600'000 haben. Aber sicher nicht mehr als Eluveitie, weil Eluveitie gibt es ja schon viel länger. Und dann habe ich mal nachgeschaut. Die Boys haben jetzt 1 Million monatliche Hörer. Ja, sie sind auf 985,7'000 Monthly Listeners. Es fehlen 50'000 Leute und sie haben 1 Million. Ja, also fast 1 Million monatliche Hörer. Das ist ein Drittel mehr als Eluveitie. Das sind fast Hip-Hop-Zahlen, Alter. 1 Million? Ja, aber das ist schlechte Hip-Hop-Zahl. Eben genau, deswegen, ich sage so, Mid-Level-Hip-Hoppers fangen ab 1 Million an. Headliners, Hip-Hop, 10 Millionen. Also, schau mal, wie viel Sleep Token hat. Schau mal, wie viel BMTH. Aber sorry, Alter, 1 Million monatliche Hörer. Paleface ist die grösste Metal-Band, die es in der Schweiz je gegeben hat. Bring Me hat 15 Millionen. Sorry, Paleface ist die größte. Ich habe an dem Tag noch das Gefühl gehabt, Paleface wird die grösste Metal-Band aus der Schweiz. Aber sie sind es effektiv schon. Ja. Wer ist noch? Also gut, du kannst jetzt natürlich sagen, Krokus gibt es seit 100'000 Jahren und sie spielen größere Shows. Und Eluveitie gibt es seit 100'000 Jahren und sie spielen größere Shows. Seal and Ardor spielt seit 100'000 Jahren. Aber Paleface ist die Schweizer Metal-Band, die momentan am meisten Impact hat. Krokus hat... Auf die ganze Musikszene. Krokus hat den 4. Ja, das ist ja logisch. Das habe ich ja schon lange gesagt. Dass die Band, ich habe nur gesagt, die gibt es schon lange und sie spielen größere Shows. Aber... Weil, ja, seien wir ehrlich, die Headline-Show von Paleface ist im Dynamo. Es ist nicht in der Hall. Ja, logisch. Okay, ja, egal. Logisch, ja, Celtic Frost, die sind alle vor Spotify gekommen. Ja, eben, es ist logisch, unter uns, es ist logisch, dass Paleface auf Spotify am meisten Dinge hat, weil alle anderen Bands sind sogar mehr als Eluveitie, du hast recht. Genau. Ja, habe ich ja gesagt. 844'000, ja. Eben, weil alle anderen sind vor Spotify gsi. Ja, Eluveitie war bei YouTube-Seite. Du kannst nicht Spotify-Zahlen vergleichen. Klar, aber der Impact auf die Musikszene momentan ist von Paleface der grösste. Also ich mache es als Witz auch, aber ich so wie, jedes Mal, wenn ich eine neue Band finde und ich finde so, boah, die tönt hure gut und nachher kriege ich noch den Zelli, kommt irgendwann, weil jede Band, die guten Sound macht, hat einfach einen Song mit dem Zelli. Get the Shot war es, ich habe Soul Prison noch gehört. Und Zelli ist an meinen Cashen. Bei jeder hässlichen Band hat er mal Vocals gemacht. Das ist fucking funny. Und ich habe es fast als Witz gesagt, so, Bro, es gibt keine Band, die ich cool finde, wo der Zelli nicht drauf ist. Das stimmt, Alter. Ja, es stimmt sogar Bleed From Within. Bleed From Within, Alter. Ich habe es so geil gefunden. Bleed From Within, Mann. Am Full Force hat der Zelli kurz bei Bleed From Within übernommen. Und einfach... oder Zelli, wie Must Be Wrong sagt. Bei Bleed From Within übernommen und gespielt. Also, fucking sick. Eben, Zelli ist alle meine Wet Dreams am Erleben. Die sicher haben Impact. Die sicher haben böse Impact. Extrem. Also, und es ist nur der Anfang. Ja, da bin ich mir ganz sicher, Alter. Vor allem, eben, nur schon, wenn du überlegst, wie viele Songs ich höre, wo ich denke, jo, das ist ein Paleface Breakdown. Sie sind fucking Direct Support von The Ghost Inside gewesen. Also ich habe das Gefühl, Landmarks haben angefangen, Beatdown Breakdowns reinzubekommen, nachdem sie Paleface produziert haben. Genau, nachdem das irgendwo von ihnen Paleface produziert hat plötzlich Landmarks angefangen, Beatdown Breakdowns drin haben. Ja. Und ich habe gehört, scheinbar Get the Shot hat auch ein bisschen mehr
so Breakdowns gemacht, nachdem sie Paleface gelassen haben. Keine Ahnung. Aber das ist... Nein, Getter Shot hat schon immer hure hässig. Schon hässig, aber sie haben mega viele thrashige Elemente, was immer weniger Beatdown. Ja gut, aber Paleface hat auch hure viele thrashige Elemente drin. Der Yannick ist ein Thrash-Metal, Bruder. Eben genau, der ist einfach, weißt du, undercover gewesen, als ein Beatdown-Boy und nachher hat er auch mal gefunden, jetzt ist er groß genug, jetzt kann ich wieder... Jetzt kann ich Young Dime machen, weißt du? Der Young Dime, Young Dime, Bro. Alright. Young Dime. Alright, yeah. Das ist so schön gewesen. Und dann habe ich sogar noch den Yannick gesehen. Nachher. Schön gewesen. Ich habe das Gefühl gehabt, wir werden das nicht gesehen, weil wir einfach noch vorbeirennen an diesem riesen Festival. Ist er nachher am Festival gewesen? Hast du ihn nicht gesehen? Nein. Hast du ihn nicht gesehen? Nein, ich habe nicht gesehen. Ah, Mariki. Aber es ist schon so gewesen. Es hat gewisse Leute gegeben, die ich einmal am ganzen Festival gesehen habe und Leute, die ich 10-mal immer Bruder, gesehen ich schwör's dir, egal wo ich hingelaufen bin, der Julian von No Kings No Slaves ist der Ja, genau. Das war einer von denen genau gewesen. Ja, Mann, das war fucking sick. Der Dings, aber er kennst du auch ziemlich schnell. Der Mike Forever Vargas ist auch... Ja. Den habe ich oft gesehen. Ja. Nein, also es ist wirklich... Also sorry, Paleface, es war verdammt geil gewesen. Mich sogar auch alle unsere Kollegen, die sonst nicht so Musik hören. Der Brian habe ich die ganze Zeit auch immer gesehen, wegen seinen Stillbirth Shorts. Das ist einfach zum Erkennen. Ja, ich meine, Dings, eben sie mit dem Zelt auf dem Grind vom letzten Jahr ist der gestanden und hat das Gefühl, danke, dass du mir die Band gezeigt hast, die ist hure geil und alle meine Kollegen können jetzt auch schauen und sie ist hure geil. Also ja Mann, bring all your friends, macht Paleface noch grösser, macht Paleface so groß. Ist das die Bullhead gewonnen hat? Ja, genau. Machen Paleface gross, geben Paleface Geld. Ja, übrigens, spielt im Dynamo Januar. Ich muss Tickets kaufen, weil sonst irgendwann gibt es keine. Ich habe geschrieben, ich will den Konzertbericht schreiben. Ich habe schon eingetragen, ich kann nicht einen Konzertbericht schreiben, ich muss auch den Vorbericht machen. Kannst du einen Gastredakteur mit? Ich muss schauen. Ich glaube nicht, leider kann ich nicht. Also, Lexi als Fotografin und mich als Editor. Das muss ich schon sagen, ist ein bisschen Side Note. So ein Tag nachdem die Paleface European Headline Tour veröffentlicht wurde, hat er eine Story gemacht und gesagt: Leute, hört auf, mich für fucking Guestly-Spots zu fragen. Ich kaufe das fucking Ticket. Ich so, yo, das hört nie auf. Das hört nie auf. Ich finde es vor allem geil, dass es bei uns, weißt du, so, auf dem Paleface-Level verstehe ich es, aber auf unserem Level ist es einfach nur blöd. Aber das passiert bei uns ja schon. Immer, genau. Ja, voll. Hey, by the way, ehrlich, kann ich im Dynamo meine Jacke bei euch im Backstage schenken? Ja, das ist wohl geil im Fall, ja. Der Ricky muss sein Handy laden. Haben wir ein Akkuladekabel dabei? Ich habe mit dem Sweaty von Irony of Fate mal so ein Dings gehabt. Wie war? Was sie wieder angefangen haben zu spielen. Nach Corona, auch wieder so, haben wir uns die ganze Zeit so Zeugs geschickt von hey, kann ich noch meine, hey, sorry, kann ich schnell bei euch im Backstage mein Handy laden? Hey, Entschuldigung, ich habe noch Popcorn dabei, kann ich eine Pfanne haben, um es zu machen? Die ganze Zeit so Scheiße hin und her geschickt, das ist so lustig. Ah, genau, ja. Ja, dann Alchemists. Habe ich aus logistischen Gründen leider nicht mitbekommen. Ja. Aber der Ricky war der gewesen. Also, wir haben unseren Auftrag erfüllt. Wir sind alle Schweizer Bands zum Festival schauen, außer der Elevate. Definitiv. Ja, aber Elevate haben wir ja gesehen. Ja, voll. 2-3 Songs. Alchemist war sehr cool gewesen. Eben Gent und es hat Gented. Aber das Ding ist, Elevate ist halt auch gross und wir haben sie alle schon gesehen. Und wissen, dass sie Schweizer Qualitätsarbeit leistet. Ich habe eben letztes Mal, wo ich in Griffith war, habe ich auch gesehen. Und dann habe ich einen Sugar Pit mitgemacht. Dann war ich jung gewesen. Ja, Alchemist, ich habe von mega vielen Leuten gehört, es war auch geil gewesen. Ja, das sind sehr, sehr gut. Set und halt Gent. Kannst du nicht... Nein, ich kann sie nicht verpassen, nur weil ich Gent scheiße finde. Ja, ich meine, es ist... Wenn es Gent ist, dann ist es tight. Wenn es untight wäre, dann wäre es Fusion Jazz. Fuck yes, Alter. You heard it here first. Hast du Feuerschwanz gesehen? Ist es nicht die Coverband von die Feuerschwanz, das sind die... Ja, das ist die Coverband von Saltatio Mortis. Das ist dort, wo der Techniker während dem letzten Paleface-Song auf die Bühne kam, zum Mic-Check machen. Das habe ich schon gesehen, Feuerschwanz. Ich habe schon gesehen, wie euer Techniker einfach um Janik vorbeigeschlichen ist, um das Mikrofon in die Hand zu nehmen und schnell drauf zu klopfen. Ja, das ist schon... Ist das wirklich notwendig gewesen? Schon ein bisschen lame, Alter. Ein bisschen lame, ja. Voll. Aber es lustig ist... Alter, Janik, sorry, nochmal kurz zurück zum Janik. Bruder, Master of High Kicks. Ja, der sich muss Ausdauer haben, weil der ist ja auf der ganzen Bühne hin und her gerannt. Ja. Und ich habe gestern im Werk schon das Gefühl gehabt, die Bühne sei zu groß. Ja. Aber der Janik ist ja von links nach rechts und über und hinten. Meinst du, ich kann einen Spagat machen? Wenn wir nächstes Mal eine Challenge machen. Ich glaube, ein Spagat ist schon heavy.
Wo ist ein Highkick? Ja, sein Highkick geht schon fast in Spagat. Ja. Also eben, ja, so ein sein Highkick ist schon ziemlich hoch. Ja, voll. Da müssen wir nächstes Mal challengen, wenn wir ihn sehen. Und es sollte vor der Kamera einen Spagat machen. Wir können einfach fragen. Nein, wir können ihn ja fragen, ob er es kann. Und dann challenge. Hat der stilles Bier auf die hohe Matratze drauf. Das schädert so laut. Ja, schädert, Bro. Sorry, ich bin heute viel zu... Ich weiß nicht wieso, ich bin heute irgendwie... Seit ich 30 bin ich einfach ständig hässlich. Ja. Und gut, gestern hast du auch richtig Krise bekommen. Ja gut, aber da kommen wir später drauf zu. Oder in der nächsten Folge. In der nächsten Folge kommen wir da drauf zu, genau. Also, ja, und dann, was war es? Hast du Rave the Requiem geschaut? Nein. Hast du Die Artist Murder geschaut? Ja. Es ist ein bisschen unter... wie kann ich sagen? Ja, Die Artist Murder ist underwhelming. Schon ein bisschen underwhelming gewesen. Also live habe ich sie bis jetzt noch nie wirklich gut gefunden. Also schon gut, aber zu wenig interessant für mich. Also nicht zu wenig interessant, einfach ich finde, ich habe es ein bisschen langweilig gefunden meistens. Ich finde es cool, wenn sie alte Songs spielen. Aber das ist einfach, weil ich ein Boomer bin. Geil. Dann habe ich im Nachhinein, allen, die ich gesagt habe, dass andere Bands meine Favorites waren, ich muss jetzt im Nachhinein sagen, am 4:30 auf der kleinen Bühne Montreal, deutsche Punkband. Oder wie gewisse Leute sagen, Montreal. Montreal. Das sind so ein bisschen mein Highlight gewesen. Weil ich habe immer gedacht, ich kenne die Band nicht. Habe aber doch fast jeden Song gekannt und jetzt habe ich die letzten 2 Wochen eigentlich fast nur Montreal gelassen. Wir sind hure geil. Alright. Die haben richtig Spass gemacht. So richtig stabile deutsche Punkrock-Band, die sich nicht zu ernst nimmt. Ich bin glaube ich in der Mitte von The Artist Murder bin ich zurück im Camp gegangen und mit dem Ziel, ich komme zurück für Hanabi. Und dann bist du Montreal schauen. Interrupters hast du auch geschaut? Interrupters, ja, ein Song, aber ich habe sie am Slam Dunk schon gesehen, darum bin ich nicht. Okay. Darum habe ich mich nicht so auf sie eingeschossen. Ist das so Pop-Punk? Nein, Punk. es ist so Ska-ig. Ska-Punk, oder? Nein, es ist nicht Ska-Punk, sonst würde ich es nicht hören. Aber Trompete haben sie gehabt? Jein. Wie? Nicht wirklich. Nicht? Nein. Also keine Trompete? Das ist keine Ska-Band. Aber dann ist es nein, nicht jein. Es ist schon ein bisschen Ska, aber nicht Ska. Also Ska vom Tempo und so, nicht von Instrument. Ja, also es hat sicher einmal eine Trompete drin. Es hat sicher irgendwann mal eine Trompete also drin. Doch eine Trompete drin. Ja, aber es ist nicht der Main Part von der Musik, wie es bei Ska ist. Aber es kein Trompetist gehabt. Ich kann nicht, ich glaube, vielleicht haben sie einen, aber nein, ich weiß nicht. Ist so wie der Giga bei Siamese. Ich habe es bis jetzt auch nicht gecheckt. Und dann Hanabi. Ja, ich glaube, sie haben einen, aber es ist nicht so, dass es mich nervt. Okay. Es ist nicht so. Also, eins muss ich wie Hanabi sagen. Ich habe noch nie so Mühe gehabt, zum Durchlaufen von hinten von der Stage zu den WCs in der zweiten Stage wie dort. Holy shit, ist das. Sorry, bei Hanabi ist nichts mehr gegangen. Warum sind die auf der Stage gewesen, Mann? Weißt du wieso? Wieso? Also, weil fucking Crosses auf der Grossen gespielt hat. Und niemand hat sich für Crosses interessiert. Ich habe erst im Nachhinein gecheckt, dass es Chino Moreno war. Ja, aber das ist der einzige Grund, wieso die Band um die Zeit auf der grossen Stage gespielt hat. Weil die Band ist langweilig. Eben, ich so ein bisschen groß, cool. Aber nachher am nächsten Tag oder so, habe ich gesagt, so eine Story von jemandem, so Chino Moreno. So, oh shit, das ist Chino Moreno. Also ich weiss ja nicht, ob die Band langweilig ist, ich habe sie nicht gesehen. Ich habe nur von allen Leuten, die sie geschaut haben, gehört, dass sie langweilig waren. Also, wenn ich Kontrast sehe zwischen den Leuten bei Hanabi waren und danach bei Crosses, kann ich nicht vergleichen. Also, es ist kleine Bühne, ja, aber es ist bis ganz hinten, bis der... Du bist nie mehr hingekommen? Nein, du kannst vergessen, go pissen und Dings, es ist fast... wir sind auch nicht mehr rausgekommen. Wir sind irgendwie in der Mitte vor dieser Bühne gestanden und du bist nicht mehr fürschen, nicht mehr hinter sich gekommen. Ja, das war passt. Hanabi war sick. Der Nico hat es gehasst, ich habe es geliebt. Ja. Also ich muss sagen, holy shit, die Growls von die Frau sind crazy gewesen. Es war mega fucking funny gewesen, weil die Bassistin ist am Spiel gewesen und hat auch ein halb Liter Bier genommen und einfach reingeklärt wie Sau. Stimmt. Und ich so überlegen, so, das ist funny, weil sie sehen so, als ob sie 16 wären oder einfach so ein Bier in der Hand nehmen. Ja, sie sind aber, glaube ich habe nachher geschaut, sie sind aber gleich alt wie mir. Eben. Aber es sind einfach 4 Japanerinnen. Ja. Und so mit so cutesy japanischen Style halt, mit so flauschi Boots und was auch immer, aber richtig harter Sound. Abgefuckter Sound. Richtig technisch, man. Die sind brutal. Einfach komplett, ja. Komm, also, ja, wenn du meinst, du kannst gut Gitarre spielen, kommt ein Japaner, macht es besser. Ist immer. Mhm. Das ist für mich auch ein Highlight gewesen. Ja, vor allem, es ist auch insane gewesen, weil es einfach so Musik war, wo einfach so, du fragst dich, wieso das die Leute gelost haben, aber es ist halt einfach irgendwie so eins zu viel gewesen, dass es geil war. Es ist so wie ein Intro für so ein Fiebertraum-Anime. Ja. So ein richtig abgefuckter, weißt du?
So ein Anime, der so mega, mega cute ist, aber nachher gibt es mega viel Tod. Weißt, mega viel Ja, Blut. schon, Mann. Ja. Oh ja, was war es? Eben, Crosses haben wir schon darüber geredet. Hast du auch nicht geschaut, oder? Ja, ich habe nicht schon das Gino Moreno gesehen. Ja, aber hast du sie geschaut? Hast du 2-3 Songs geschaut oder nicht? Ich habe, glaube ich, mal gelesen, als ich etwas Masse war. Ich glaube, das war den Zeitpunkt, wo ich den Käsebregel gegessen habe. Ah ja, dort habe ich auch noch etwas... dort habe ich die Momos gehabt, die sind so gut gewesen. Und dann... Under Oath hast du geschaut? Under Oath war richtig geil gewesen. Ich glaube, ich habe mich verpisst bei Crosses und ich bin zurück für Bury Tomorrow. Nein, du bist Nein, mit Kraftclub bin ich gewesen. Ja. Ja, Under Oath war geil gewesen. Das ist auch eine Band, die gut gealtert ist. Ich habe sie im Slam Dunk irgendwie gesehen, aber dort sind sie nicht gut gewesen letztes Jahr. Also irgendetwas ist da gewesen. Aber das Jahr im Greenfield, holy fuck, Bruder. Habe ich Holy Under Oath shit. mit Silverstein verwechselt? Das könnte sein. Ja. Gitarrensound technisch ist Under Oath ziemlich am Dreibrettchen. Sorry, Entschuldigung, dann ist nicht Silverstein mit dem scheiß Ton, sondern Under Oath gewesen. Under Oath hat ziemlich Dreibrettchen gitarrenmäßig. Aber ich habe es geil gefunden. Ich habe irgendwie... Einfach Gitarre rein. Ich glaube, mein Hirn hat einfach abgeschaltet bei Silverstein. Ich habe keine Ahnung, wie die jetzt... Auch vor Under Oath sind wir am Boden gelegen. Wir sind bei Under Oath am Boden. Ja, jetzt Genau. sind wir am Boden rumgelegen. Aber ich weiß jetzt nicht mehr von Silverstein. Sind die gut gewesen? Ja, Okay, sehr gut. Ich muss mal hören. Silverstein, ich habe eben auch gedacht, ich habe Silverstein geschaut und dann so, ich muss die hören, ich muss die mega hören. Die sind ja... Au! Fuck! Ui, pass auf. Ei. Ah! Hast du gerade am Nerv? Ei. Ist gut. Alright. Ist gut, kannst du raus. Ja, nein, das ist geil gewesen. Ich muss wirklich mehr Silverstein hören. Machst du einfach... Das ist gestern im Backstage wirklich zu viel gesagt. Ja, wirklich. Dann Kraftclub. Ja, dann der Highlight vom Festival, Kraftclub, Alter. Wirklich einfach, wirklich, also der Ricky ist zwar angesessen und hat geschaut und ich bin mir ziemlich sicher, dass Lara und der Ricky und alle dort so das Gefühl haben, wir gehen jetzt schauen, weil der Bella uns gestresst hat. Ich hoffe, ihr habt es nicht allzu scheiße Nein, es gefunden. war wirklich eine sehr, sehr gute Show gewesen. Ich bin schon ein bisschen gewohnt dort, aber... Warte schon. Ja, Kraftclub macht einfach wirklich krasse Show. Ich weiss, was wir von PFS gemacht haben. Wir haben alles eingepackt und ins Auto gebracht. Das haben ihr gemacht, ja. Das haben wir gemacht. Und jetzt nachher bei Ja, weil wir so scheiße weit haben müssen laufen, Aber habe ich eben müssen nach Paleface gehen, weil Nach vorher Paleface. hätte ich es mir nicht Wir haben gelangt. es vor PFS gemacht. Und ich habe nachher darum nach Pale, darum habe ich Alchemist nicht schauen können, weil ich so scheiße weit außen parkiert habe. Genau, ja. Habe ich eben eine Stunde gehabt, bis ich ganz scheiße rumgelaufen war und darum haben wir nachher müssen gehen, weil das der einzige Zeitpunkt war, wo es physikalisch möglich war, Ja, genau. ohne dass ich irgendetwas verpasse, was ich wirklich unbedingt haben müssen sehen. Aber Alchemist hätte ich gerne gesehen, aber ich habe gewusst, dass der Ricky geht. Also, Darum. wie hart hat der Schlamm neben dem Lidl nachher gestunken? Holy shit, mein Bruder hat fast gekotzt dort im Fall. Ja, Schlamm stinkt, wenn er nass ist. Ja. Das ist wirklich grusig. Ich vergesse das manchmal. Ja. Es war nicht Pisse, sondern es ist wirklich Schlamm, der stinkt. Hast du auch die Grabe von dem Müsli gesehen? Ja. Fuck, ja. Das ist geil. Ja, Der Kraftclub ist wirklich auch, der Kraftclub ist eine von meinen Lieblingsbands. Also ich bin ja Fan von deutscher Musik und die machen es einfach geil. Das ist wie der Hives sind gut. Ja, ich muss sagen, also Der Hives sind auch gut, aber obwohl ich so Kraftclub den ist sick. Disconnect mit deutscher Musik habe ich den cool gefunden. Hast du den Hip-Hop-Track noch gesehen? Hast du den noch mitbekommen? Ich glaube, Lara ist vorher nicht gegangen. Also ich weiss, dass sie mal ganz früh gegangen sind zu den Leuten. Das war schon interessant gewesen. Ja, sie sind ja genau. Und dann nachdem sie im Publikum reingestanden sind, haben sie einen Hip-Hop-Track gespielt. Ah ja, voll. Ja, Also ich glaub, richtig geklopft hat. irgendwann ist der Drummer mal oben gewesen. Ja. So auf den Lichter so ist. Ah, das war der Gitarrist gewesen. Oder hast du nicht schon mal gesehen? Nein, das war der Gitarrist gewesen. Beim Stimmt. Beim Song Angst. Ja, genau. Ja, das aber ist- eben, also wir sind da gestanden, das hat der Hure. Okay, das muss ich sagen. Wir haben zwar bei Bring Me The Horizon haben wir noch gesehen, so die Stage-Performance richtig cool, aber es war alles digital gewesen. Bei Kraftclub haben sie hure viel Shit einfach Ja. Stage-Performance, so wie Theater. Ja, es es geht ist zu, es geht auf, es gibt eine andere Stage. Ja. Also, Der crazy. Kraftclub ist wirklich geil, Band. Das muss ich sagen, angeht. es ist wie eine Theater-Performance gewesen. Das ist wirklich cool gewesen. Und eben die Thematik der Songs sind drin gewesen und so. Also recht geil. Das stimmt. Also ich bin am Das ist gut. Sitzen gewesen und bin am Arsch gewesen, aber ich habe es trotzdem cool gefunden. Das Geilste habe ich gefunden, was 500k gespielt haben, der hure Hip-Hop-Bretter. Das ist der, wo du mal ein Cover gemacht hast, stimmt. Genau, das hure Hip-Hop-Brett, Alter. Der Mike von Her Name Was Claire so. Musst du schauen. Irgendwo auf dem Zeltplatz ist der Janus Christus so, wo ist der 808? Wo ist der 808? Ja, weil der Janus Christus ist auch noch mit uns auf dem Zeltplatz gehängt. Ja. Und ja, das war geil gewesen. Mhm. Das sind immer ein bisschen.
Das haben wir Kraftklub wirklich sehr cool gewesen. Und dann Bury Tomorrow, Ja. Alter, einfach sehr gut immer. Bury Tomorrow Ja, sehr voll. gut, bisschen nicht so gut, weil ist kaputt gewesen, Bassist. Ist kaputt gewesen? Der Bassist nicht da. Nicht da. Bassist war zu Hause. Wieso? Er ist kaputt gewesen. Ah, jetzt habe ich es gebrochen. Ich weiß nicht, ist schon im Spital gewesen. Oh, schön. Nicht können spielen. Bury Tomorrow gesagt, wir kommen ohne Daf. Und ich so, nein, Mhm. Daf, why, my Ja. love. Aber ja. Also es fehlt wirklich etwas, wenn er nicht rum ist. Mhm. Nicht soundtechnisch, das ist kein Problem. Das kommt ja, die Metalcore-Band hat der Ja. Bassist immer vom Band. Voll. Aber er ist halt einfach ein bisschen Show. Mhm. Das war schade gewesen. Aber sonst, Ich glaube, es Pyro. hat mir mehr gefallen am Granichen. Ja, weil der Bassist dabei war. Ja, gut, 100 Pro. vielleicht 100 Pro. Wir denken damals, es passt Weil nicht auch so wenn, richtig, auch wenn aber- der Bass vom, das ist eben das Ding, wenn der Bass vom Laptop kommt, tönt er zwar perfekt, aber das ist es eben. Ja, genau, das ist das Problem. Mhm. Wenn ein Bass, er tönt perfekt, er tönt nicht wie ein Mhm. Bass, der live gespielt wird. Ja. Naja, egal. Aber Bury Tomorrow fix. Ja. Die Boys haben endlich mal Catlined auf der kleinen Bühne. Stimmt, ja. Sonst haben sie immer am Nachmittag um 4 Uhr gespielt. Mhm, mhm. Und sie haben Pyro-Show gehabt und alles. Und das ist wirklich geil. Tatsächlich, gewesen. ja. Voll. Dann Green Day hast du noch geschaut. Green Day habe ich geschaut, ja. Alles. Nein, bis Boulevard of Broken Dreams. Und wir haben, also das Coole ist, sie haben den American Idiot in 3 Folgen gespielt. Also das ist so geil, Ja. Mann. Das Album Ja. ist so gut. Sie haben einfach das ganze So gut. fucking American Idiot Album gespielt. Ja. Am Stück. Von uns richtig, richtig geil gewesen. Und nachher, ich habe so mit der Madame. Das und ist vor meinem 20 Jahren rausgekommen, das Album, by the way. Ja, ich habe mit meiner Truppe so abgemacht, so, alright, Leute, wir warten nicht, bis Green Day fertig sind, weil sonst fahren wahrscheinlich alle ab oder viele. Ist niemand abgefahren. Ja, wahrscheinlich. Aber ich habe gefunden, 2,5 Stunden, mag nicht. Warten wir bis Boulevard of Broken Dreams. Und sobald Boulevard of Broken Dreams gespielt worden ist, verpissen wir uns. Ja. Das ist geil. Und nachher habe ich gesehen, dass sobald sie fertig gespielt haben, sind wie 100 Leute mit mir auch rausgelaufen. Alle haben den gleichen Plan gemacht. Same shit. Das Geil. war funny gewesen. Ja. Ja, ey, nein, ich habe es fertig geschaut. Ich Mhm. habe gedacht, wenn es schon das ganze Album am Stück spielt, wenn es das Ja. eines der ersten Alben, die ich selber gekauft habe, am Stück spielt, muss Mhm. ich das hören. Weil das Ja. ist wirklich geil gewesen. Ja. Das ist wirklich sehr geil gewesen. Ja, also, Und wir sind neben dem Momos-Stand gestanden und dann Mhm. habe ich irgendwann einfach so Momos geholt. Einfach Momos gefressen während Green Day. Und der Momos-Dude ist einfach hinter den Dings gestanden und einfach am Feiern gewesen. Er Mhm. war einfach am Abgehen gewesen, am Dancen, am Geil. Momos verkaufen. mhm. Wirklich cool gewesen. Weißt du, gesagt, Green Day. Green Day heisst jetzt Greenfield. Mhm. Hat es letztes Mal eben geheißen. Und jetzt muss ich sagen, es ist wirklich sehr geil. Es ist Mhm. eines der besten, wenn nicht das beste Greenfield gewesen, wo ich je gewesen bin. Geil. Ja, Und ist es ist gut. wirklich geil. Es ist wirklich geil gewesen. Ist schon besser als vor 2 Jahren gewesen. Ja, logisch, weil jetzt bist du 30 und vor 2 Jahren bist du wahrscheinlich einfach 20 und Mein völlig am einziger Arsch. Feedback ist mehr Sitzplätze. ich bin eben einer von denen, der gerne am sitzt und Deathcore Breakdowns schaut. Gut, das stimmt, aber du hast wirklich, das stimmt, du kannst ja wirklich nur in diesen also unter diesen Überdachungen sitzen und dort sind die Sitzmöglichkeiten schon klein. Mhm. Also wenn es mehr geregnet hätte, wäre es wirklich blöd gewesen, weil dann hättest du nicht können einfach am Boden sitzen. Wir Ja. sind ja oft einfach am Boden rumgelegen. Ja, so, genau. so Obdachlose. Ja, aber es ist wirklich geil gewesen. Mhm. Es ist, Wirklich es cool, ist ja. super gewesen. Es ist viel sauberer. Ah. Also auch die hohe Hauptstraße, die hat so schon am Samstagabend Mhm. ausgesehen. Ja. Vielleicht liegt es einfach daran, dass das Publikum halt wirklich älter geworden ist. Oder dieses Jahr hat es weniger Assis rum. Aber Das es- Jahr habe ich aber das Gefühl, hat gehabt, es hat weniger... Es ist ein paar, die fucking Ja, Trash Mountains macht. ja, aber Bro, es ist im Fall nichts gewesen im Okay. Vergleich zu den letzten paar Jahren. Ja. Also, es ist wirklich... Ich habe auch von vielen von meinen... Ich habe auch von weiblichen Leuten aus meinem Umkreis gehört, dass es auch wenig sonstige Weirdos und Creeps Sehr gut, rumgehabt hätte. ja. Mhm. Vielleicht ist einfach... Also muss man sagen, ja, gut, Rammstein hat nicht gespielt. nein, das muss man schon sagen. Die Präsenz von Security-Leuten und so ist immer da gewesen. Also, da ist wirklich es hat immer Leute gegeben. Logistik ist wirklich top gewesen. Du hast gesehen, die Ja, ganze Zeit- außer halt, dass bei Paleface Door eine Viertelstunde Sport aufgegangen ist. Aber das hat wahrscheinlich damit zu tun gehabt, dass eben Paleface noch am Soundcheck war Ja, und darum die Leute wahrscheinlich, nicht rein hätten sollen. Ja, voll. Nein, aber sonst, also, Aber es ist geil gewesen. Also es ist wirklich Top. stabil gewesen. Toy Toy Island, Bändeli hat sich gelohnt. Alter, das hätte ich mir auch noch schier müssen kaufen. Mhm. Bruder, zum Glück habe ich dort nicht Durchfall bekommen, sonst wäre es Ja. so richtig scheiße gewesen. Hey. Nein, Ich habe zweimal bin ich dort aufs WC, habe 2 Stutz gezahlt zum Scheißen und habe gedacht, was ich fucking mich hell. gefragt habe, ist, warum es draussen nicht Pisswort gegeben hat. Bei den WCs beim Campingplatz. Das ist effektiv
Weil das hat mir einiges Effektiv eine gute Frage, das hat mich einiges an Zeit gespart. Ey, Alter, Es ist kein gegeben. ja, ich weiß, aber ich habe noch gerade überlegt, Bis war noch drin im Sonst- Festivalgelände. nein, ich habe auch viel weniger Leute gesehen an den Zaun pissen. Sonst sind alle immer an den Zaun pissen. Das habe ich das Jahr fast nicht gesehen. Hat es einen Sonne gegeben? Ja, rundum ums Festival, um den Camping hat es einen Zaun, ja. Aha, du meinst einfach an die. Das meinst du. Ich habe gemeint, du meinst die Dings, die gebaut haben im. Weißt du noch, wo mir gesagt hast, wo du mit Matchbox Whispers gespielt hast? Wie hat das Ding geheißen? Zum Pissen. Das ist nicht der Zaun. Eine Pissrinne. Pissrinne, genau. Ich habe gemeint, du hast. Aha, Nein. Ja, Zaun, genau. nein, so ein Hag rundum, so eine Abschrankung. Alright, stimmt, das ist recht. Ja, was haben wir? Irgendwie, aber es ist ja sonst am Samstagabend, wenn du nach der letzten Band zurückgelaufen bist, ist das so scheiße. Gut, ich bin nach der letzten Band nicht zurückgelaufen, ich bin raus und dann heimgefahren. Gut, sie haben da überall am Zaun noch Security-Personal gehabt. Das ist immer. Aber I don't fucking know. Das ist jedes Jahr. Aber ja, Pisswar Aber das- beim Festival, beim Campingplan wäre es sicher noch eine ja, gute Idee. Pissfahrt beim Camping, die wären wahrscheinlich einfach zu schnell voll. Aber auch wieder schnell wieder leer, weißt du? Das ist das Thema. Das stimmt, aber ja, das ja. Voll, so meinst du voll. Ja, Pissfahrt wären schnell voll. Ja, guter Punkt. Aber ja, das Jahr ist ja sonst, die WCs sind viel öfters gereinigt worden als sonst. Also Mega. es ist Also- wirklich geil. Also Voll. ich habe effektiv nichts auszusetzen, außer dass das Wetter bei Fjord scheiße war. Mhm. Also, das Interessante war, das Wetter war nie zu heiß oder zu kalt gewesen. Okay, Du hast immer doch, gemeint, das es schon. kommt go pissen, Ja, aber es ist nie wirklich so das hart. einzige Problem im Greenfield ist, es ist in den Bergen. Sobald die Sonne ein bisschen durch die Wolken durchdrückt, brennt sie dir einfach auf den Grind ab. Ist nicht jemand am Grünfeld gestorben? What? Aber es war, glaube ich, ein Unfall gewesen vom Dings, der am Fliegen war. Was? Warte. Oder hat einfach jemand in einen Bus erzählt? Ja, wahrscheinlich hat jemand irgendeinen Bullshit erzählt, wie das einer in der Euromir aufgestanden ist und den Kopf abgehackt bekommen hat. Das ist auch nicht passiert. Der Marilyn Manson hat sich auch keine Rippen rausgenommen, um sich selber eigentlich zu blasen. Das ist auch nicht passiert. Ich habe von Ihnen gehört, dass Fallschirm-Dingsbum. Ja, aber das hat nichts mit dem Festival zu tun. Nein, ich weiß, ich kann Nein, Ricky da am fucking. Der Ricky so, er ist Fake nicht jemand am News. Greenfield gestorben. So. Alle Ja. so, what Fake the News, fuck. Bruder. Nein, ich habe gemeint, jemand hat gesagt, am ersten Tag wäre jemand mit dem Fallschirm in der Nähe mal irgendwie runtergefallen oder so. Aber dann war nicht. Ah, nein, du hast. Das ist der, bin ich dort dabei gewesen, wo das gesagt worden ist? Maybe. Dann ist es darum gegangen, dass in Lauterbrunnen oder irgendwo, dort wo das Basejump-Revier ist, wir haben doch über die, über die Fallschirmleute geredet, Ja. über Gleitschirmflüger. Mhm. Und dann hat ja jemand gesagt, dass eben die Basejumper immer sterben, aber die sind nicht in Interlaken, die sind in Lauterbrunnen, glaubst du, ja? Vielleicht. Ja, vielleicht habe ich nicht aufgepasst und einfach Headline gelesen. Ja, das ist gut möglich. Voll. Nein, aber das ist wirklich top. Logistik, on point. Ausser, was mich wirklich gestresst hat das Jahr, ist, dass ich so weit weg haben müssen parkieren. Aber das ist Ja. einfach, weil alle Arschlöcher sich in Corona einen Camper gekauft haben und jetzt müssen wir mit dem Camper als Festival und darum einfach dort, wo du früher hast können parkieren, jetzt Camper stehen. Mhm. Das ist es. Ja, Camper lohnt sich. Nein, ja, aber ich glaube, wenn ich einen Camper hätte, würde ich auf einem Zeltplatz in Interlaken campen damit. Why? Ja, weil du bist ja wenn du im Camper bist, bist du nicht auf einem regulären Zeltplatz. Mhm. Du bist ja dann auf einem abgesperrten Camper-Zeltplatz. Stimmt. Und es hat mega viel, wo auch mit dem Camper bis zu meinem Auto hinten. Ich habe eigentlich bei einem zweiten Camper-Parkplatz müssen parkieren. Und wenn du dort parkiert hast, Alter, dann hast du eine halbe Stunde gehabt zu der Bühne führen. Mhm. Ja, Und stimmt. darum muss ich sagen, wenn du mit dem Camper gehst, kannst du auch gerade so gut auf einem Zeltplatz in Interlaken campen, was schön ist, was ruhig ist, was gemütlich ist. Ja. Und dann kannst du einfach auf die erste Band führen kommen und mit deinen Kollegen hängen und dann Mhm. zurückgehen. So wie es die gemacht haben, die im Airbnb waren. Ja, Und und vor allem, was das ja auch geil war im Greenfield, wirklich, wirklich geil war, ist die Social Media Präsenz vom Mhm. Greenfield selber. Es Ja. sieht wirklich cool aus auf dieser Page. Es sieht irgendwie wirklich so aus, als ob etwas passiert während dem Festival. Ja, Du kannst für jede Band nachschauen, wenn etwas war. Kannst bei jeder Band sehen, irgendwie 2-3 Fotos, es hat hure viele Community-Posts. Mhm. Wirklich geil. Also, und Ja. vor allem die Leute, die es gemacht haben, machen es auch hure gut. Mhm. Ja, haben wir Also, schon- auch wenn sie mir gesagt haben, sie stehen noch nicht so oft vor der Kamera, aber ich finde es Ja. hure geil und das Ja, ist wirklich Also, nice. recht viel Content. cool. Wir haben es auch gesehen am Contest. Ein bisschen mehr Augen auf dem Contest Ja, gerührt. vor allem das fucking Bandcontest ist noch nie ausverkauft gewesen. Der ist das Mhm. einfach ausverkauft gewesen. Ich weiß nicht, wie das gegangen ist, aber Genau. Machen wir nächstes Jahr den Contest mit Ihnen mal oben. also wenn der Green...
Das wäre nicht mal so abwegig. Das ist schon Sorry. geil, ja. Das wäre nicht mal so abwegig. Ja, das ist schon sick. Speaking of Greenfield Contest im Dynamo oben. Mhm. Wenn wir einen Cut machen und in die nächste Folge gehen. Ja, Sagen voll. Dynamo oben. Was ist die noch da oben? Okay. Ist egal. Die noch da oben? Ja. Wer? Ja, ich. Du? Wo? Im Dynamo oben. Was ist das gemacht? Gefilmt. Ah, stimmt, ja, das machen wir in der nächsten Folge. Sorry. Egal. Entschuldigung. Nein. Ich kann den Connect. Kein Stress. Aber ja, dann können wir mal da unsere Greenfield Recap mal abschließen nach 3 Stunden. Ich bin glaube noch nie so nüchtern gesehen wie ein Greenfield. Ja. Aber Ich kann nicht. 2,5 Stunden pro geil. Ja. Greenfield war geil gewesen. Bis zum nächsten Mal. Nächstes Jahr Tickets kann man kaufen. Ja. Auf wo immer man kann Tickets kaufen. Bevor wir die Folge abschließen, bedanken wir uns für unsere Patreons, weil wir haben das Patreon. Wenn du unsere Shit cool findest, dann kannst du es selbst supporten. Und ja, wir bedanken uns sehr herzlich beim Team von Polershift. Ganz große Dave von Safe Breath, der Luki von der Catefec, glauben wir, Wenn es der Lukas ist. wenn der ist, der LV. Dann der Nicola von People Die at the Fair, ganz cool abchecken. Merci Leni von Open Grenichen. Und neu dabei, merci Mike von Her Name Was Claire. Was unsere Patrons bekommen, ist, wir lernen nachher am Schluss von der Folge noch ein bisschen von der Musik laufen, auch für die Bands. Und merci für euren Support. Basically Marketingstrategie. Schon, ja, voll. Also, gib ihm. Es hören sogar die meisten Leute unseren Podcast fertig. Ja, das ist interessant. Also, die Retention Rate ist schon easy hoch. Aber ja, dann. Weißt du, was auch mega hoch ist? Was? Die Retardation Rate. Genau. Weil je länger das du hörst, umso dümmer wirst du. Das stimmt schon. Also, voll. That's it. Merci, das war der Greenfield Recap gewesen. Und was ich sonst noch würde sagen, würde ich und man sieht sich. Spinner nicht. Ciao zusammen.